Der Timmy Boy. Hey, Timmy Boy! Bevor der Timmy Boy nicht anfängt, fang ich auch nicht an! Was ist denn los? Direkt der Kalte. Ja, direkt der Kalte! Na, geht jetzt da was? Oder geht jetzt da nix? Oder geht jetzt da schon was? Oder jetzt warte mal, jetzt muss ich direkt einmal selber schauen. Was ist denn, geht da überhaupt was? Sag ich mich selber nicht. Sag ich mich selber. Und ich schau gern nach. Also live da dort steh. Oh, wo ist der Timmy Boy? Ruft den Sanker an, irgendwas ist hin. Irgendwas hin! Oh, YouTube sagt, ich bin live seit 32 Sekunden. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen zu schalten. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich schon, dass du meinst, dass das ein guter Zeitpunkt war. Das ist alles, was ich weiß. So, wenn der Timmy Boy nicht da ist, na, dann fange ich auch nicht an. Na, kein Timmy, kein Bürger. So einfach ist das. Hey, warum schmeißt du mir jetzt raus? Müller, das war ja nicht. Kauf dich mal im Internet. Ja, dann ist der Timmy Boy. Rest in Peace, Timmy Boy. Habe! Ich bin's, Bürger, ist schon wieder Micke. Du, ich wollte euch kurz mal darüber erinnern. Es ist Mitte Juli. Wann ist das passiert? Schweifen wieder mit 83 Monaten. Himmel! Himmel! Kein Sprengi, kein Timmy, was ist los? Da brauchen wir nicht anfangen. Wirst du den erst selber merken, oder? Wife, merci dir für deinen Resub. Ja, ich sage eh schon nichts mehr. Komm, hör mir auf. Der Löwensepp ist da. Klangt mir. Der Löwe klangt auch. Habe der Bürger, sagt ein schönes Stream aus dem Bier. Hey! Los, der Schmicker. Da spreng ich schon hin. 70 Months in a row. Welche 80er Pop-Ikone zerlegt im Schlachthaus die kleinen Pferde? Halt doch dein zusammengestrahltes Maul. Das ist der Arschloch. Und der Timmy Boy! Wie? Warum funktioniert das scheiß Streamlabs nicht? Das funktioniert eh. Ja, aber auch bloß sowieso halb. Ich weiß nicht, Timmy, ich weiß nicht. Ja, das hat funktioniert. Timmy ist da, Sprengi ist da, können wir anfangen. So, Leute, Dankeschön, klang schon wieder. Ist schon wieder gut, es funktioniert. Schön. Jones, jetzt wird 42 Monate. Ich bin da auch da und das 42 Monate ist, wie die Zeit vergeht, lecco mio. Das brauchst du mir nicht verzeihen. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass heute der 15. Juli ist. Es ist Mitte Juli, Mann. Wir sehen wir uns noch nächste Woche und übernächste Woche, dann bin ich einen Monat fort, dann ist September. Da ist das Jahr quasi fast vorbei! Was ist aber, es ist nicht. Nein, wie es ist! Der Stirbbert, bin A. Immer nur mit Liebeskummer, aber woi motiviert lachender Smiley mit That's the Taste! Zu dir sage ich das gleiche wie zu allen anderen auch. Anderen in meinem haben auch schöne Strapse, was auch immer. Suchst du aus! Das wird schon wieder. Ich weiß schon, das ist leicht gesagt und so. Bin ich auch mal drin gesteckt, das ist zwar ewig her, aber mehrmals drin gesteckt, so ist das nicht. Das ist aber alles ewig her. Bürger, du lägst! Das glaube ich nicht. Wer? Ein Kruzifix habe ich die Hälfte vergessen. Zapse oder auch einer gesagt. Sapse sappt! Ich möchte, dass da jetzt ein Sapse 99 heißt. Das ist wichtig. Habe drittbenannt zur Abwechslung mal gute News. Habe ein Schulvertrag meine Heilerziehungspflegeausbildung unterschrieben. Auf einen bürgerlichen Orden. Ist das eine Berufsbezeichnung? Heilerziehungspflegerin. Was tut man da so ein Globuli verschreiben? Sagst du, das kann ich auch. Brauche keine Prüfung. Und da brauche ich auch nichts unterschreiben. War Spaß, Kruzifix, chill. Bavarian Tate, merci dir. Speckmeister, merci für den Zwill. Cyberfox, merci für den Fünfer. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Es ist ein guter Zeitpunkt, dem Chef zu holen von den Marvel Maniac. Also, was? Halt das langsam. Was? Wir haben einen zweiten Opa jetzt in der Community. Der Marvel Maniac ist Opa. Wie alt bist denn du? Bei dir steht doch ein Vierer vorhin drauf. Wann hast du deine Tochter gekriegt? Mit 14. Heilerziehung hat in den 30er Jahren schon nicht funktioniert. So gut. Da ist der Marvel Mac. Ich werde Opa im Februar, bin 40. Ja, Grütze, fix, es werft's wird keimen! Na, wir Thorsten! Höhe, Sackel, blub!
Ja, GZ, oder? Voll geil. Also, mit 40 Opa wären es schon narrisch. Aber da hat der Enkel lang was von seinem Opa. Und das ist unbezahlbar. GZ alle. GZ alle. Das sag ich, from deep from the bottom of my heart. Hat glaube ich, ein Herz als Bam verdient. Marvel Maniac, ich gratuliere. Übrigens, Jesse, merci für 21 Monate. Servus Bios, servus Jesse. Bazooka Joe, merci für 21 Monate. Der Chef gelegt nur noch 3 Monate, dann sind die 2 Jahre voll. Merci für die Unterhaltung. Niemand braucht sich für meine Dummbehinderung irgendwie bedanken. Eher beschweren. Ich darf mich eher beschweren. Leuchtrauschkugel, merci für 56 Monate. Sommerloch, wo? Ja, es ist schon ein bisschen Sommerloch so. Das können wir keine Spiele nicht. Das ist für die nächste Woche und übernächste Woche müssen wir uns noch irgendeinen Blödsinn rauskriegen. Conscript war ganz geil, das können wir auf alle Fälle noch einmal spielen, mindestens. Und Repo, wenn lustig ist, dann können wir das auch noch mal spielen nächste Woche. So schaut das aus. Heute ist aber noch kein Community-Zock-Tag. Warum? Weil ich nicht 1400 Stunden Repo Playtime Bob. Was? Der alles begeht's, der Bürger Bab, ich bin kein Bab, ich werde kein Bab mehr. So, das ist ja gut so. Das ist ja gut so. Ich wisse ja nicht, dass ich Bab bin. Das hätten sie mir vorgehalten. Das sage ich dir, wie es ist. Schmidt, merci für den 5. Timbo, merci für 51 Monate. Hoppla, ich hab 4 Jahre voll, gehe lecker in die Zeit. 4 Jahre war 2022. Das ist wie Bigler, merci für 63 Monate. Habe die Ehre, ja, mein Opa bin ich schon ein Zeidel. Wie alt seid sie? Fireblue! Kobalasee, hast du einen Namen geben, kann das sein? Der Chef. Der Fireblue. Kobalasee, is it you? Hä? Kriegst die Privatröte. Und wir machen mal schnell Pharma-Werbung, weil es gerade so rumliegt. Da hat sich der Fireblue selber eingebrockt. Hier Hydrocortison Salbe. Das ist ein gutes Produkt. Fireblue, merci dir. Ich sage nichts mehr. Hör auf, hör nicht auf. Was denn hier, oder? Maki mit dem Gacki. Da warst du aber richtig einfallsreich mit dem Namen. Den habe ich schon ein paar Mal gelesen. Erst für 28 Monate. Aber ja, endlich wieder Bürgertime. Endlich wieder. Ja, das gerade jetzt vorgestern gesehen. Gefühlt nach 4 Sekunden. So alt wird Bürgerin. Ah, nein, ein Tick älter. Wie alt ist denn der? Wer war der andere Opa? Der Bigler. Bigler, wie alt bist du? Wie alt ist Bigler? Olivia, merci für den Euro. Kuss auf die Nuss. Habe ich irgendjemanden übersehen? Timbo habe ich, Bigler habe ich. Ah, ne, Grob! Merci für 28 Monate. So, bin auch wieder da. Werde im August Papa, deswegen werde ich auch in Zukunft mit Abwesenheit glänzen. Viel Spaß mit Reaperzocken, ist echt lustig. Wieso denn? Die Stressstunden, den wucht's aus dem Ranzen. Dann ist er 4 Stunden alt. Wenn Stream ist, dann schaut er zu. Das ist pädagogisch nur wertvoll. Der kann wahrscheinlich Kruzifix und leck mir am Arsch sagen, bevor er Papa und Mama sagt. Und den ersten Schritt tut. Das sagt er ich. Das will nicht, das muss man, das ist gefördert, gehört das. Wenn du mich fragst. Okay, muss ich jetzt wissen. Merci dir. Bazooka Joe, merci. Mona wird, merci für deinen Sechser. Der Chef, auch einen geilen Stream. Bin in Babybereitschaft, straight Richtung Kreissaal, any minute. Ja, sag mir was, ist denn heute der Weltgeburten ist scheiß Kindertag? Was ist da los? Mit der alle, ich bin Opa, ich bin Papa, ich bin in 5 Minuten Papa, was ist da los? Was war denn da los? Jetzt lass mich kurz überlegen. Heute vor 9 Monaten, was war da? Da waren wir so im Oktober, November. Ja, da sagen sie mir alle, ja, ich weiß genau, wie das gelaufen ist. Ich hab's, weiß ich nicht, fehlt sie den ganzen Horror-Oktober lang. Jetzt verstehe ich auch, warum die so scharf auf den Horror-Oktober sind. Oh, ich mag das nicht. Frau, Schnauze jetzt, ich muss was verzeihen, ich hab keine Zeit jetzt für den Scheiß. Oh ja. Hey, Frau, ich hab da irgendwann so einen lustigen Fettsack im Internet, der spielt den ganzen Tag da, spielt der bloß Horrorspiele, Alter. Das müssen wir uns volle Kanone reinziehen, das ist das Lustigste ever. Und die Frau so, ja, ich weiß nicht, jetzt, das probieren wir jetzt halt einmal aus. 5 Minuten später, 5 Minuten, sitzt ich in einem Horrorspiel drin und sitzen beide so auf der Couch. Mog freut sich so, hey, ist erschreckt gleich wieder. Frau sitzt so daneben. Ich hab Angst, hey Karl. Und genau so ist es gelaufen und nicht anders. Brauchst du mir nichts anderes erzählen! Bis dann der Karl gespannt war so mit, Alter. Horror-Oktober, voll geil.
Das ist der Freifick-Monat. So. Sapse, jetzt halt. Marvin, merci für... Nein, du bist noch nicht dran. Tammy, merci für 53 Monate. Mitchell, merci für 28. Olivia, merci für den Euro. Marvin, merci für 39 Monate. Sapse! Du heißt immer noch nicht Sapse! Arbeitet in der Lebenshilfe mit geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen und es ist die Ausbildung zur Fachkraft. Da überlegt Bürgerin auch gerade, ob sie in diese Richtung hingeht. Ist vor allem eine pädagogische Ausbildung, ist seit 23 gleichgestellt mit der Erzieherausbildung. Ja, hab ich was gelernt. Das, wenn ich mir bis nach dem Stream merken kann, dann werde ich der Bürgerin verzeihen. Aber ich glaube, ich werd das schon wissen. Ja, das ist so ziemlich die einzige Arbeit oder eine von wenigen Arbeitsplätzen oder Berufen, die dir die KI nicht klauen wird. Wobei, wenn ich so an Wall-E denke, wenn man dann die egal ob das jetzt behinderte Menschen oder nicht behinderte Menschen sind, in einen Rollstuhl reinsitzt, weil sie so fett sind, dass sie nicht mehr gehen können und einen Bildschirm vor den Nasen sitzen und da den ganzen Tag der Doomscroll läuft, dann vielleicht schon. Weißbier! Mehr als für 8 Monate. Wann kommt der Baby-Merch? Wer sagt's ihm? Wer sagt's ihm bitte irgendjemand im Chat? Ich mag keine Werbung machen jetzt. Anonymous! Ich bin die Oma zum Marvel Maniac, hab unsere Tochter mit 16 gekriegt und jetzt werde ich eine sexy Oma mit 40. Rar. Aber mit 16, das ist schon zack. Sei ehrlich, wegen das hat er wegen hoppala, da hat mir ein kleiner Kevin in die Jogginghosen eingeschnitzt, weil ich wieder 4 Promille gehabt habe. Sagst du, es ist? Es ist wirklich ohne Scheiß, wenn die Marvel Maniac Leute, die Oma plus Opa, nach manchen Dingen, die ich sage, immer noch da sind, dann ist wirklich bald alles wurscht, was ich sage, weil es eh wurscht ist. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ihr wisst es, wir spielen jetzt Repo. Hallo, es ist 12 nach, starten Sie das verdammte Spiel. So, jetzt pass auf, wo ist denn das überhaupt da? Ich habe es ja gerade gekauft und gerade jetzt runtergeladen. Ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt genau ist. Es ist ein Koop-Spiel. Man kann das zu 6 spielen. Ist mir gesagt worden. Wir spielen aber heute nicht zu 6. Warum spielen wir heute nicht zu 6? Weil ich heute nicht allein auch spiele, aber mit dem Flash. Wir schauen uns das zu zweit an. Weil ich nicht einen 14.000 Stunden Bob Playtime-Setten da drin sitzen möchte, der mir alle 4 Sekunden sagt, ja, du musst aber das tun. Nein, das ist gar nicht, das geht überhaupt nicht so. Birgit, du bewegst dich wie ein Gichtel. Weißt du, wie es ist? So! Und jetzt schnauzen! So, ich habe einen Flash übrigens nicht im Discord. Es gibt nur Ingame-Voice. Es gibt nur Ingame-Voice, das ist mir nahegelegt worden und das werden wir auch tun. Jones! Wieso wirst du nicht als neues Mitglied angezeigt? Dann kriegst du von mir die Privatröte. Auf der Bierbank steht ein kleiner Psufana! Und der ist... ein Vollbierschwert! Jones, merci für die Mitgliedschaft. Keine Ahnung, warum sie es jetzt da nicht triggert hat. Ich seh's da auch nicht in meiner Liste. Das ist schon wieder ganz was dubios. Dubios! Jones, merci für die Mitgliedschaft. Beziehungsweise WB. Ich sag da nämlich ein lilas Logo dran. So! Spielen wir, oder? Hallo? Muss ich jetzt schon 4-mal auf mein Stream Deck draufklicken, damit es geht, oder was? Grütze, fix nochmal, wieso sagt es wieder nix? Hallo? Ja, weil ich jetzt den Späne klicken muss. Na gut! So, jetzt pass auf. Private Game! Haha, yes! Na, wenn er muss mich einladen. Das können wir jetzt einmal so probieren und einmal so probieren. Ah, Flaschler! Will in Steam online gehen, gell? Das ist wieder nix. Das ist wieder nix. Das ist ja wieder nix. Wann meine ich, wo bin ich? Pass auf, die machen wir online. Du musst mich einladen. Das haben wir nicht ganz berücksichtigt, dass wir jetzt da nicht schmerzen können. Laden Sie mir mal ein. Laden Sie mir einmal ein und dann join ich da hin. Brauchen wir kein Passwort und nix. Und wenn das Passwort, dann hätte ich gern Arsch. Wir haben ja übrigens nicht einmal das Tutorial gespielt. Nicht mal das. Wir werden sehen, was das ist und was es kann. Da kommt der Inf! Spiel starten, ne? Schau, ja, haben wir schon im Loading Screen, ne? So schnell geht das. Passwort! Scheiße, ich hab mir ja ein Passwort geschrieben. Ich skip Passwort. Skip Passwort. Sie kennen das Passwort.
Incorrect Password. Okay, damn. Mir gefällt auf alle Fälle schon mit die Dingplatten da. Ja, dann brauche ich noch mehr einen Inf. Wenn du mir jetzt lang kommst mit, sie kennen das Passwort, dann schreibe ich, dann weiß ich es, tatsächlich. Wenn es das nicht ist, dann hast du mich angelogen. Du musst mich noch mehr impfen. Hoppala, scheiße. Ich weiß nur, Gegner, danke du! Ja gut, davon gehe ich aus. So, hier nochmal. So, hier, Passwort. Ich glaube, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob du das groß oder klein geschrieben hast. Ich schreibe es jetzt einmal so, wie es normal gehört. Ja, wir verstehen wir uns ja. Was es eben ist. So, hörst du mich in-game? Ah! Das haben wir am Nachmittag schon mal ausprobiert. Hallo, ich bin der Mülleimer. Wir fuß nein. Ah! Wir sind mal So, wer ist denn da? Da haben wir die Leute. Was heißen denn alle? Grüß Gott. Der Riese Mike. Die Misa, aber die. Das ist der Reik Miese, nicht der Riese Mike. Das ist wichtig. Wir haben ja übrigens kanadische Mülleimer. Muss man wissen. Da kann man eigentlich eine Viertelstunde lang da in der Lobby verbringen, das ist lustig nur. Ja, weiter weiß ich es eh nicht. Okay. Also, ich drücke jetzt einmal auf Start Game. Ne? Drück uns einfach mal auf Start Game. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, wir werden es dann schon herausfinden. Everyone ready? Once the game is started, new players cannot join. Jawohl. Ich lasse dich mir auf 100%, das wird schon passen. Wir werden schon in den Schild reißen. So, was müssen wir tun? Ich weiß ja gar nichts. Ich habe vor Jahren mal irgendwelche Shorts gesehen, aber das war's dann. Um Gottes Willen. Okay, du bist weiß. Ich seh die. Kennt ihr so komisch? Sagst du mir auch Schmerzen? Ja. Ist das geil gemacht? Alles klar. Das, wenn das ganze Spiel war ich schon zufrieden. Schreiben wir uns einfach die ganze Zeit durch. Ich hab Maus-Sensi 2000. Bei mir geht's eigentlich. Ich habe Taschenlampe, wo wir die außen rein. Chat. Test. Oh, lecker, das Text-to-Speech. Warte mal. Was Text-to-Speech? Ich weiß, dass man rausspringen nicht mit E schreit, halt sein Maul! Nochmal! Nochmal. E, ein Rasensprenger. Warte, vielleicht hört man das gerade. Das ist für ein unglaublich authentisches Geräusch, ein Rasensprenger, gell? Das habe ich in dieser perfekten. Und jetzt warte mal, kann er nur T? Warte mal. Ansonsten kann ich nämlich mit Knowledge glänzen. Nein, da geht's nicht! Und das ist es! Das haben wir irgendwann, weiß ich nicht, da hat es irgendeinen Sprachcomputer gegeben. Ja, komm jetzt halt Also, der Timmy Boy darf auf alle Fälle nicht mitspielen, weil der kommt noch wieder mit seinem Leerzeichen eine Dreiviertelstunde lang. Du musst R, A und dann T schreiben, damit er durch die Silbe das T so verschluckt, dass er dann draus macht. Ich liebe es. Best Game ever! Ich weiß wohl. Was hast denn du jetzt? Hast du jetzt duckt? Ja. So, was tun wir jetzt? Ich hab gerade umgeschaut, Alter, schaut das dumm aus. So, was ist der Taxman? Der Taxman hat da irgendwie eine Hand, ein Smiley, zwei Geister und der Taxman Augen, Herz, Augen. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Da hinten ist also, ich hab gelesen, das ist ein Horrorspiel. Also da bin ich schon mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Drück mal 1 bis 7. Ist das? Was war das? Was? 1, 2, 3, 4, Wenn ich auf 5 drücke, sehe ich mich selber. Wenn ich auf 5 drücke, komme ich in der Mitte. Ja. Und sag mich, drück mal auf 6, dann bist du traurig. Wenn du auf 6 drückst, bist du traurig. Oh, lass mich halten.
Du kannst allein in der Lobby schon so viel Behindertenscheiß machen, dass es zu spät ist. Warte mal, was gibt's noch? Ja, ist das normal, dass das ausschaut wie eine Spule aus den 90ern? Ich glaube, das gehört so, ja, dass das so eine komische Röhrenmonitor-Optik irgendwie hat. Ich glaube, das ist Absicht. Ich drücke auf den Zimmer, ich mag immer traurig schauen. Nein, ich schaue jetzt ein bisschen bekifft aus, glaube ich. Oder? Jetzt betragen, oh, jetzt bist du suspicious. Flush the suspicious one. Jetzt hast du deine Augen einfach zu. 6 bis 9 sind Emotes oder so. Das haben wir auf 8. Auge zu. Oh, leck, hast du das gesehen, Alter? Was? Also, Ist das dumm. Okay, so, was müssen wir denn da? Ich weiß auch nicht, was das Ziel des eigentlichen Spiels ist, aber ich habe jetzt schon den Spaß meines Lebens. Was ist denn das da? Kann man Taschenlampen irgendwie? Wir haben da links oben haben wir Energie. Wieso ist jetzt die Energie, geht jetzt wieder auf? Wieso ist denn vorher runtergegangen? Verstehe ich nicht. Kann man sonst so tun? 1, 2, 3, das sind irgendwie Slots anscheinend, da kann man wahrscheinlich irgendwas treiben. Ja, dann gehen wir einfach mal da 4. Da, man kann das Ding da ach so, du brauchst denn du so lang? Halt. Ich fahr mal das mit. Warte, ich fahr die umeinander. Und das ist der Arschloch! Ich hab da Alerts nicht ausgemacht. Timmy Boy, dein Mom, Alter. Dein Mom, Alter. So, jetzt warte mal, Alerts ausmachen, damit der Timmy Boy sein Maul hat. Passt. Das weiß mir auch. Ich weiß überhaupt nicht, was wir tun müssen. Rechts oben steht 0 von 1. Wir haben 8.736 $. 100 Lehm und 40 Energie. Für was brauchen wir Energie? Check's nicht. Hallo? Das ist zum Sprinten. Rege gerade. Da schneit's. Gehen wir halt einfach mal, ich weiß auch nicht. Ja, das Wir ist ein Boiler. sollten da ein Horror... Wie geil es ausschaut, wenn da geredet wird, Alter. Scheißhaus. Da ist ein Scheiß aus. Gefährliche Muse. Weißt du, wir sollten nie das ernst nehmen, wenn ich dir die ganze Zeit so zuschaue. Da läuft da gar nicht Mülleimer umeinander, der irgendeine Scheiße labert. Warte mal. Wenn's vorne Gibt's einen Use-Button? Ich hab da... Was? Ah, Ach, klicken oder was? Ah. Das ist wie Gravity Gun in Half-Life. Da tust du so hinbimseln und dann kannst du es aufziehen. Oh, jetzt hab ich es zugemacht, Entschuldigung. Warte Oh. mal, stell dir mal du an die Tier hin und ich haust dir ins Gesicht. Bonk. Es ist eigentlich lustiger, wenn man die dabei sieht. Warte mal zu. Okay, kann man da irgendwas tun? Kann man einen Klodeckel aufmachen? Ja, tatsächlich schon. Oh, tatsächlich. Schaut ein bisschen aus, ich hab einen gelben Strahl. Schaut ein bisschen aus, als der reinbrunzen, aber irgendwie... Was aber da drin was finden kann. Was müssen wir überhaupt? Müssen wir überhaupt irgendwas finden? Klodeckel Was auf sagen? jetzt da! Liegt da ein Gackel drin? Nein. Was Das ist kann aber nicht. Da scheint nichts zu sein. Und gehen wir wieder, hätte ich vorgeschlagen. Kann man mit der Kisten was da? Nö. Nimm ihn Flasch und tu ihm ins Klo plus Spülung. Kann ich einen Flasch überhaupt nehmen? Kann ich da jemanden nehmen? Und Klospülung hat man glaube ich nicht betätigen können. Tutorial war nicht schlecht gewesen. Das ist ja Sinn der Sache. Also, dass wir es nicht gespielt haben. Dass wir es nicht spielen. Da kann man die Tasse irgendwo hin. Nein. Und da? Kaffee. Nix. Für was haben wir Ah, eine da Backseite? Da ist noch mehr Tier. Da ist auch noch ein Tier. Jawohl. Oh, schau her, was ist denn Das das? ist Gabes. Das ist Gabes. Ich hab was kaputt gemacht, das hat 2.500 gekostet. Wie viel Geld hast du rechts um? Hast du auch 8.700? Geht das für uns alle oder bloß für... Ja, ich hab's gleiche. Da steht aber schon immer 8.700. Ey, du Gluckertöps, gell? Hörst du das? Jetzt hier ist. Oh, da ist wieder was. Ich sag nix. Ah, du, 1700. tu mir Da. diese, warte, ich hol mir das Karten. Ja, genau. Das muss da glaube ich eine. Ja, warte, wenn wir die Bumsbude auf da. Ja, geil, dass du mir jetzt die Tier dagegen gehauen hast. Jetzt da haben wir 170 Abzug gekriegt, ne? Also wir haben 0 von den 8.736 Ziel. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen... Ja, schau her, jetzt steht's da drin. Jetzt steht's da 1517. Ja. Ja, da muss man mit dem Ding irgendwas durchkennen, oder nicht? Kann ich das wieder... Card. Ich glaube, wir Mode müssen den strong. ganzen Scheiß einsammeln und dann den Karren mitnehmen und dann abgeben. Ja, aber Da ist wo? los. Ich fahre einmal heim und schau, ob wir da was kriegen dafür. Ich fahre einmal... Warte mal, ich hab noch Apps. Oh, hast du nicht. Tacke! Der gut, nein, der hat drin geworfen. Scheiße. Nein, minus alle 3, ich mach schon, warte. Vorsicht. Ist schon drin. So, jetzt lassen wir den Bumskarren da mal rausfahren. Da musst du an die Hände fahren ohne Ziel. Was ist denn das da? Ah, warte mal.
Ah, das ist Verkaufsplattform. Schau okay. Tutorial. Wir brauchen ein Tutorial. Dein Haut's Mann ab mit braucht einem Scheiß. Will man keine Bring den- Huren auf die Weg Bring den bringen? Kahn mit. Bring den Kahn um, da liegt noch mehr Schund. Das geile Abdumpfte, wenn jemand schmerzt. Bring den Kahn mit, da liegt noch Schund. Den tragen wir heim. Ich hol den Kahn. Ich hol den Kahn. Wieso kann ich nicht mehr sprinten? Aber ich kann Energy mehr haben. Ja, gut. Bin schon steil. Kann man die Taschenlampen irgendwie außen reinmachen? Nein, nein. Okay, Moment mal. Hörst du mich? Hallo? Ja, wo denn? Wo What? ist denn? Wenn ich den Card da... Kassetten. Kassetten. Ich wenn den Korn da oben schieb, dann kehrt uns Dann das ist das Zeug Geld wieder weg. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf den Korn aufpassen irgendwie. Aber wenn uns da was verfolgt, wie sollst du mit dem Korn abhauen? Was passiert, wenn ich da anfahre damit? Geht da was kaputt? Also machst du, dass uns da was verfolgt oder was, oder? Ja, 100, natürlich müssen wir vor irgendeinem Scheiß davonlaufen. Wie viele Horrorspiele habe ich jetzt in meinem Leben gespielt, damit ich das rausgefunden habe? Alle! Du siehst, die Kaffeemaschine schaut wertvoll aus. Und ich nicht mehr. Hast du das Murren auch gern? Ich glaube, wir meinen 8736 erreichen. Dann, oder? Wo bist denn da? Weißt du, was ich meine? Hörst du das? Ja. Ja? Was ist das? Das ist das Telefon da drin, das da hat einer angerufen. Wieder oder noch? Wir haben ein Tio. Ich wusste, dass wir überhaupt ein Telefon haben. Ja nicht, aber ich hab's gerade gesehen, da war das Display an. Als da dann angerufen, mir wurscht, verkauft den schon. Jetzt warte mal, wie viel? 5406. Tschüss dann! Tschüss dann. So, ist dieser Safe Room da oder ist dieser Warum- Safe Room da? Hast du den Karten nicht mitgenommen? Der rennt jetzt was das ich Telefon. kann da rausschiebt, oder? Was? Der schaut ja komisch aus. Das ist... Au! Da ist gestanden The Broken Ones. Ich glaube, ich bin gestorben. Der Taxman! Schreibt 3, 2, 1, was ist jetzt? Sag das! Sag das! Was für Sat-Death, Alter? Was ist das? Alle mit 1000 schnell! Miau! Super, bis jetzt du verrückt. Kann ich ja fliegen, oder was? Da ist ein Laser. Was ist das? Was ist das? Das ist Wipeout auf Crack! Top, ja, ich schon. Du jetzt, ich muss jetzt da fahren. Ja, genau, was ist denn mit dem Topf, der erkennt ihr Spackos? Der zählt nicht, an dem seid ihr schuld. Flash der Professional. King of the Losers. Easy. Ich check gar nichts. Spielen wir wieder gegeneinander, oder was? Was ist das jetzt? Ah, okay. Hä? Aber ich bin König. Das ist schön. Ja. Nochmal von vorn. Das verstehe ich nicht. Ich check's nicht. Spielen wir wieder gegeneinander. Swift Room Academy. Ja, gegeneinander an sich, glaube ich, kann er nicht sein, weil wir haben ja bloß einen Shopping Cart, ne? Was labert denn der Taxman da? Extraction Point activated. Ach, wir haben ja auch Karten. Hast du schon mal auf Tab gedrückt? Bleiben wir auf Tab drauf. Ach lol. That's interesting. Okay. Das ist eine andere Map. Ja, ich glaube, dass sie die wahrscheinlich auch irgendwie prozedural wahrscheinlich auch aufbaut. So Raum für Raum, dass das nie gleich ist. Wer zum Fick ist er? Warum kommt mir das Beutel so bekannt Ja, vor? ja, aus irgendeinem Grund. Was sei das? Das ist ein Giga, das ist wahrscheinlich einer Entwickler, der sich einen Gigajet-Scheiß gegeben hat. Warte mal, wie schaut denn das eigentlich aus? Oder? So schaut's aus. Okay, gehen wir weiter. Okay, gehen wir weiter. Ja, was Also, der Udo.
Oh, ein schwerer Kopf. Ah, der ist schwer. Schwer. Ah, schwer, nicht laufen. Ja, aber die große Frage ist ja, was der Mann gegen die Viecher? Das ist jetzt einfach hergegangen und hat uns komplett zerpimmelt. Ja, das ist eine gute Frage. Das wird uns wahrscheinlich das Tutorial sagen, aber das werden wir schon rausfinden irgendwann. Oh, wir haben in einer Zauberschule schon. Da im Kessel macht's gluck gluck. Ja, kann man die Türen aufmachen? Ja. Machst du mal die Tür auf? Oh, da ist schon wieder gruselige Muse. Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Ah! Ah! Ja, was tut die da? Spinnst du oder was? Ah! Ah! Lauf! Lauf! Revive other players by extracting their heads. Was für ein Head, Alter? Ich schau jetzt an die Zeit für den! Ah! Alter, warum hast du das so lange tankt? Ich bin Insta gestorben. Ich bin maximal verwirrt, was hä? Den Doppel Disposal Arena. Du musst die klar machen und verstecken. Last Loser Standing. Schon wieder irgendwas, oder was? Ich hau dir den Vorschlag runter! Oh ja! Sledgehammer! Jetzt warte mal, ich glaube, das funktioniert nicht so, weil du das vorstellst. Ah, wobei. Kreisab! Was ist jetzt mein Kopf wert? Was ist das? Ich check mal ab! Hörst du mich nur? Ich bin jetzt bei den Broken Ones. Steht da so. Ah ja. Was soll ich denn da jetzt? Was? Well, du hättest die verstecken müssen, ducken und leise sein. Ach, man darf dann auch nicht schmatzen, oder was? Also sag ich mir jetzt in meinem Kopf. Hallo! Alter, was ist denn da? Oh, Junge. Schrotflinten! Jetzt hast du alles kaputt gemacht, du Zipfel, oder? So, Oh, das Vieh ich check gar nicht. Hörst du mich noch? Everyone's a loser. Okay. Herrgott, einen Kopf bin ich noch schuldig, Mann. Also okay, wir müssen uns verstecken und leise sein. Die Viecher hören uns. Ja, woher soll man das wissen? Ja, Und genau deswegen wollen wir keinen von euch heute dabei haben. Rausfinden. Aber sie hören uns. Also die Viecher hören uns. jetzt, ja, ich hab schon was gehört, also, ich hab's kratzen gehört hinter der Tür. Scheiß du mal rein, weißt du schon? War eine blöde Idee. War keine so gute Idee. Und dann soll man sich ducken und verstecken. Aha. Kannst du ihn Flash ein bisschen leiser machen? Nein, wenn du den Satz richtig schreibst. Swift Room Academy ist wieder das Saving. Aber da müssen wir quasi leise sein. Hörst du mich noch? Ja. Psst. Extraction Point activated. Sagen wir mir irgendwo? Das ist die gleiche Map. Das ist die gleiche Map, hab ich auch schon gespannt. Jetzt ist das so. Da fahren wir jetzt einfach ganz langsam und leise durch. Also, ich hab jetzt aber, ja, da erinnert sich keiner, ne? Ich hab die dumpfe Vermutung. Wir müssen 8000, also Gegenstände im Wert von 8540 sammeln und den ganzen Karren dann da reinfahren und dann wird das Smiley nicht mehr traurig und lacht. Wahrscheinlich. Ja, Ja? ich denke schon. Und dann haben wir gewonnen. Sag mal, ich mach dir mal um 30% leiser, weil die Leute warnen, dass du zu laut bist. Mi. Ich fang keinen. Du bringst das Klump. Machen wir beide Tieren auf, weil ich mit dem Korn da nicht durchkomme, da kann ich da durchfahren. So, ja. Oh, jetzt haben wir aber Gefängniszelle da und kein Zauberstab. Naja, eine mit dem Saftal. Gut, ich meine. Da ist eine Truhe. Ich hab's nicht aufgebracht. Oh, ach so, ich bin der Depp.
Wie ist das gesponsert? Ah, ein 600er Billo-Stunden. Aber die Map ist eine andere Map. Ja, ich sage ja, das ist wahrscheinlich prozedural aufgebaut. Ah, okay. Da ist nichts. Prozedural. Psst. Psst. Voll leise, neu. Hallo. Oh, da ist Safter. Der ist Saftal. 5-2. Wie viel haben wir? 5-2. Da brauchen wir noch ein paar. 3K. 3,3K brauchen wir noch grob. Okay, pst, leise jetzt. Oh, du bist der Blinde. Hey, aus. Was? Du bist der Blinde da überall. Die zum Haus. Achso. Und ist was drin? Nein, ist nicht! Ich glaube, das Konzept von leise sein hat er noch nicht so ganz verstanden. Da ist gerade der Dings vorbeigefahren. Ah, ich verstecke, gute Idee. Da ist gerade der Dings, der Trottel von so vorbeigefahren. Ja, ja, aber ich bloß das Radl. Ja, aber schreien halt nicht so. Hörst du den da? Ja. Ist der blind? So Henkel ist mir. Okay, ich glaube, er ist weg. Wer geht denn das? Der kann besser, der ist blind, aber kann besser hören wie alle anderen. Aber ich frage Ich hab schon gelesen. mich, ob sein Radl blind ist. Weil machst denn du das Text-to-Speech? Einfach T und dann kannst du schreiben und dann drückst du Enter und Ach dann so. lässt du es vorher. Und das hören sie nicht, oder wie? Das weiß ich nicht, das anscheinend nicht. Also, was hat's denn mit dem Radl auf sich? Ich weiß nicht. Gott sei Dank nicht gewusst. Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich leise bin. Also das Radl, das ist mir fast wurscht, das Radl. Ich weiß nicht, was das ist. Ich halt's fest. Okay, jetzt nimmer. Bist du tot? Na, Wir dürfen haben. Da war ein Chernobyl Baby drauf, das hat die voll angereiht. ja, ich hab's gesehen. Dem darf man nicht im Weg stehen, heißt's. Hallo? Leise jetzt. Leise jetzt. Also der Alte, der kann uns voll gut hören und der hat mit der Schrotflinte auf mich geschossen, aber ich hab mich nicht. Ich hab's gesehen. Er hat den Tischhax eingeschossen, der Trottel. Ich wollte gerade sagen, der hat
der hat den Stuhl hackt, in keiner Behackson reingeschossen. Das ist eines der besten Sachen, die ich seit. Jetzt mal, da haben 2 Kisten. Ja, du musst den Deckel aufmachen. Kann nicht lange. Wo ist denn der Radlsepp? Musik fang da. Wenn er kommt, laufe ich einfach davor. Ich schrei natürlich nicht. Du plündern, ich tu Ausschau halten. Alter, da ist nichts drin. Das sind arme Leute. Die haben. Aber das ist mir wurscht, weil wir haben auch nichts gehabt. Kann man sich unter dem Bett verstecken? Nein, kann man nicht. Ich bin nur im Zauberbett schon. Ui. Ist jetzt da nichts drin, möchtest du sagen? Kann ich Nein. sagen. Dann gehen wir in einen anderen Raum gegenüber. Warte mal, wo haben die jetzt hin? Stell, Das ist, Alter, die haben ja gar nicht. Warte, ich muss was probieren. Oh shit. Mach los, Alter, mit die Kisten. Ach so. Ist oft da Kruzifix. Ich will mich drin verstecken, ja. Mach zu. Du bist so gewampert. Geh halt weg. Mach zu. Ja, halt doch dein Maul! Da. Mach die Augen zu. Oh ja, Wir müssen mir nicht sehen und sagen, sie sehen uns auch nicht. ich schau ein bisschen. Du machst das Ganze zu, ich schau ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt wiegt die Augen zu. Was muss denn das für ein Chaos ergeben, wenn man da zu 6 rumrennt, Alter? Das ist voll löten. Wir brauchen mal Geld, brauchen wir Grusch. Brauchen wir einen Krusch, Alter. Wieso ist denn das da zugenagelt? Blut angenagelt, ja? Wieso haben ich meine Augen zu? Mach mit den Augen jetzt Oh, auf. da ist was, das schaut da aus. Oh, wir haben es. Ja. Da ist noch ein Kopf, ein Gräner. Nimm den Gräner Kopf mit. Ja, ich nehm den gerne auf mit. Wo ist denn der? Da hinten ist was Gelbes. Oh, der ist schwer. Oh, was schon? Aber, Bin ich angerannt. Ich weiß nicht. warte, ich mach die Tür wieder zu. Wie ist denn der jetzt da? Das langt. Schuld. Wo müssen wir hin? Was? Geradeaus. Geradeaus, nochmal geradeaus. Und dann nochmal geradeaus und dann links. Hat der Gnädel auch was gefunden? Der Kniedl hat seinen Stuhlgang gefunden. Ja! Ja, haben wir es jetzt durchgespielt! Tax Return. Tax Return? Warum eigentlich Tax Return? Time to leave. Was? And receive carry plate. Ich versteh's nicht. Time to leave. Time to leave. The truck heals you and revive. Ich geh in den Truck ein. Das Radl ist vor uns. Deswegen halt die gerade mein Goschen, du Trottel. Der ist ja völlig am Rotieren. Das ist völlig am Rotieren, der Dude. Tasch! Was?
Hä? Psst. Ja, was jetzt? Ist das der Truck da? Wir müssen mal irgendwie zu einem Truck hat's geheißen. Du fragst mich so an. Zum Eingang. Aber ich höre und hörst du den? Ah, da läuft doch ein Motor, oder nicht? Irgendwo müssen wir dir zumachen, heißt's. Aber ich check nicht wo und wie und. Hä? Ah! Also auf der Map vorne ist das rote. Ist das der Truck? Irgendwas aufs Briefsymbol. Was? Auf der Mail? Ah. What the fuck happened? Du warst auch so ein Würstel. Das Was? kleine Was Scheißerl macht mich fertig! Was ist denn das? This is the der shop. Extract. Extract items to purchase, no harm lost here. Das ist Safe Zone da. Da kommen wir jetzt, ich check überhaupt nichts. Extract items to purchase. Aha. Was für Items? Achso, wir haben. Okay, in der Map haben wir keine Wagen nicht. Jetzt warte mal, ist das überhaupt eine richtige Map? Das ist ist das Level 2 oder was? Okay, never mind. Da geht das Ding, was ist das da? Da, das ist minus 19.000. Da kann man irgendwas Ach, das ist ein Auto. Was? Ach, jetzt, das ist der Shop, Mann. Da können wir so ein Auto kaufen, da langt's aber nicht. Eine geile Ach so, Musik. dass wir dann in die nächste Map mit einnehmen, oder wie? Oder Ja, das schau hier, da ist Shop? ein Extraction Tracker. Ah, da hier, Indestructible Drone, Energy Crystals, dass man länger laufen kann, Granaten. Was ist das da? Das gefällt mir. Das ist der Anale Intruder 9000 schon hier. Wir können uns gar nichts leisten. Wieso? Wir haben einen 9000. Alter. Ja, bei mir steht ach so, das ist minus 5K. Jetzt, okay, ja, jetzt gehen wir mit. Was gibt's da hinten? Pathfinder Tires. Das ist ein Shop, da kannst du jetzt das in die Schippe legen, was du kaufen möchtest. Ja, ich glaube, ich hab's schon checkt. Und dann kannst du Items in die nächste Runde mitnehmen und je mehr Geld das aus der ersten außer, das ist so ein bisschen Roguelite. Das ist, ja, ist okay. Da, die gefällt mir. Trap Zap. Das legen wir dem kleinen Scheißradl hier und dann zerreißen und dann stirbt er hoffentlich. Das ist jetzt die Frage, ob der Radl-Sepp wiederkommt. Wahrscheinlich nicht. Extraction Tracker. Ihr könnt auch Ich Waffen hab's aber kaufen und die Vier zusammenkloppen. Der Nallentruder schaut doch gut aus. Ja, was ich jetzt immer noch nicht gecheckt habe, wer haben wir jetzt da durchgekommen? Wir haben, warte, geh nochmal mit. Das sage ich dir jetzt nochmal schnell, nicht, dass du, wenn ich nachher stirb und du ist mir sein. Da ist da ein Briefsymbol. Und wenn du da hergehst, kannst du mit dem Ach so. interagieren. Und dann, glaube ich, geht die Tür zu. Wir sind da in einem Lastwagen herin. Dann geht die Tür zu und dann fahren wir quasi zur nächsten Ortschaft. Das ist, glaube ich, so der Plan. Ich verstehe. Oh, da kann man sich Upgrades kaufen. Kriegt das nur eine Person, die sich das kauft? Hat jetzt jeder von uns 9000 oder haben wir alle miteinander 9000 oder wie? Und hat's da was abgezogen? Ja, ich hab nur noch 4. Ja. Was hast du Was haben wir jetzt gekriegt? Was hast du noch geklickt? Das Radl da. Ich glaube, ich hab gambelt. Haben wir jetzt da irgendwas gekriegt oder? Buy Stuff in the Shop, Level 2, sag mir irgendwas. Map. Jetzt pass auf, links oben. Map Player Count Upgrade. Wo ist? Health Upgrade. Extra Jump Upgrade. Tumble Climb Upgrade. Tumble Wings Upgrade. Tumble Launch Upgrade. Was ist denn? Jetzt warte mal. Ich kann mir eh nichts mehr leisten. Ach, das kann man da rausnehmen? Und dann muss man das irgendwo, wo muss man das hinwerfen?
Muss man das... Ah, warte mal, muss man das eventuell da reinwerfen? Warte mal. Ja, und jetzt steht -4 dort, -10. Ja, das können wir uns nicht leisten. Müssen wir wieder zurück tun. Was hast du genommen? Jetzt musst du nochmal wie ein kleines Lunch. Kind an der Kasse das Warner anfangen, weil du es unbedingt haben möchtest. Warte. Muss das wieder reinstecken. Oh. Das können wir uns nicht leisten! Klein Flasch, das können wir uns leider nicht leisten, das müssen wir liegen lassen. Ja, aber die mag ja das da auch nicht haben, ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt ist. Tumble Lounge Upgrade, keine Ahnung, was das bedeutet, das weg. Ja, ich hätte halt jetzt Sprintspiel genommen, ne? Sprintspiel, ich hätte lieber mehr Stamina, weil man kann... Da, Stamina, haben wir da haben wir's. Au! Ah. Warum bist du jetzt am Boden? Wo ist denn jetzt hin? Da ist Stamina kaufen wir uns. Was kostet das? 2. 2. Wo haben die anderen 5000 hin? Was ist jetzt wieder? Ah, jetzt haben wir das Ding gekauft. Ja, check schon. Ich hab aber immer noch 40 Stamina und nicht mehr. Ich hab auch nur 40. Ja, muss schauen. Nein, mit die 5K haben draufgegangen, um das Ding zum Zerdeppern, dass wir überhaupt an die Upgrades ohne kommen, glaube ich. Ach so, zum Scheineinschlagen oder irgend sowas? Ja, gut. Map Player Count Upgrade. Ja, ist ja wurscht, da haben wir mal noch eins. Da zahlen wir halt mehr Kohle raus, ne? Also, Ja, wo wir ja wissen. Haben wir mir gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt dafür, was die Kohle da überhaupt... Was ist denn eigentlich, wenn du da reinstellst und ich drück da drauf? Du kannst mir den einfach verkaufen! Du kannst mir den einfach verkaufen! So ist es also, er verkauft mir einfach, du kannst mir nicht verkaufen. Nein, das geht nicht. Geht nicht. So, Ach, da meinen wir da, jetzt mal Ist da noch irgendwas? an dem Briefsymbol, gell? warte mal, gibt's da noch irgendwas? Das schaut irgendwie... Was kann Destroying Slackers. Was kann ich mit dem Radio tun? I can't believe you betrayed little old me. I need to get the truck in. I need to get the truck in. 10, 9, 8, 7, Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich gehe in den Truck. Hast du das Ding gestartet? Ja. Truck Sequence cancelled. Self-Destruct Sequence? Ich check überhaupt nichts. Ja, genau, du willst wissen, wie viel dein Bierger wert ist. Grab Ja, an du, item 5, 6, and use ja, also. 1, 2, 3 to put it in your inventory. Ja gut, wir haben kein Item. Da, schau her, da ist unser. Ah, schau her, das ist unser Upgrade, das haben wir genutzt. Hast du das jetzt... Ich hab's. Hast du jetzt mehr Energie, oder wie? Ich hab jetzt 50 von 50. Ja gut, ich hab nur 40. Also es gilt wirklich nur für Ach eine Person so. in der Gruppe. Also muss man schon ein bisschen zusammensparen. Ja gut, es ist was es ist, das hilft ja sowieso nicht. Wo fahren wir überhaupt hin? Und Der Taxman sagt mir, soll mal leise sein. das. Ich drücke jetzt nochmal auf das Briefsymbol. Hitting the road. McGenic Station. Easy. Okay, jetzt pass mir auf. Rucksack, Gold, Pfeil, Dollar. Taxman freut sich. Also müssen wir einfach reingehen und jetzt da Sachen suchen. Extraction Point activated. Okay. Schauen wir mal da hinten drin. Der riesengroße Schneekatz. Oh, ich höre schon was grunzen irgendwo. Mach's nur ein wenig langsamer, aber dann fällt sie nichts. Ich hab da sie. Ach so, der Ding gluckert. Ich nehm den Feierlöscher mit, der ist teuer. 3,5. Nimm den noch gerade. Gibt's da sonst nichts? Also Pinguin. Nein, das ist kein Pinguin. Was ist ein Pinguin? Was ist denn das eigentlich, wenn du mit links klickst, was festhältst und dann mit rechts klick drauf, dann wird's nämlich so lila, ne? Was ich meine? 6. Ach, dann kann ich was drehen, dann kannst du es drehen. Ja, macht Sinn. Brauche ich jetzt nicht. Ich hab was gefunden. Hast du was aufgearbeitet? Ich hab's genau gehört. Nein, hab ich nicht. Zangelsepp habe Tiere. Jetzt fürs Zuschauen. Jetzt mir Chris Code an den ganzen Rest. Hast du in den anderen Spind eingeschaut? Ja. Ey,
Da gluckert's genauso da drüben. Kreislige Musik, kreislige Musik. Steph! Ich schau jetzt rein. Da ist das Telefon schon wieder. Erstes? Nicht wirklich. Das ist das Vibrationsgeräusch. Irgendwas vibriert, ja. Was? Ich schau jetzt da rein. Hallo? Schaut gut aus. War ich mir nicht so sicher. Ich finde nichts zum Aufklappen. Oh, oh. Wo bist denn du? Ja, der Vogel, der Trottel. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Steuerung drücken und auf Q drücken? Wo bist du? Ah! Ah, ich bin gegessen worden! Alter, was ist denn hier für einer? Hörst mich du? Du musst mich finden. Da fliegt der Kuhn von meiner Hand. Ich lieg da vor dir. Hilfe! Den hört man nicht. Luna, danke dir. Ich glaube, er hört mich nicht, wenn ich tot bin. Wieso hört... Ja, den scheiß Schädel hörst du nicht umeinander fliegen? Ja, er rätst mich. Langsam ausgesteppt. Oder mir einfach da hingeworfen. Press E. Hallo? Hallo? Ja, wer revive ich die jetzt da? Ich hab keine Ahnung. Please help, da fliegt ein riesengroßer Kopf umeinander. Der hat mich einfach gegessen. Das wollte ich dir eigentlich sagen, dass da so ein riesiger Schädel rumschwebt. Hörst du mich jetzt noch? Nicht, gell? Jetzt schreibt jetzt einmal einer, weil ich revive die nicht wieder. Hallo, Chat, Hallo? interagieren Sie bitte. Du kannst einen Flashfire auch healen. Wie denn? Ich bin tot! How? Please help! I'm over the trash can. Please help. Ja, wenn du tot bist, kann er dich nicht hören. Ja, weiß das jetzt keiner? Wir kommen reviven. Hallo? Reviven kannst, wenn du einen Extraction mit rein tust. Ach so, du musst allein jetzt das fertig machen, oder was? Und erst dann kannst Hörst du mich retzen. überhaupt? Ja, ich hör dich schon. Aber du hörst mich halt nicht. Ich hör die nicht. Ja, ist schon klar. Es war irgendwie komisch, wenn ich tot bin. Deswegen müssen wir ein Dings benutzen. Ich sag jetzt mal ein Voice-Chat und nicht Discord. Das macht einiges aus. Hab schon verstanden jetzt. Jetzt kann ich wieder E drücken. Jetzt hörst du mich wieder? Hallo?
Ja? Ich kann da ab und zu mal auf E drücken, dann bin ich in dem Kopfhörer, dann kann ich mit dir schmerzen, aber das geht nicht immer. Die gelben Kristalle im Shop sind die Energie für den Truck. Wenn die verbraucht ist, kannst du nicht mehr retzen. Hat's geheißen. Zum Extraction-Punkt. Ich glaube in den Wagen und dann in den Verkaufsding. Sehen wir das gleich, 5 Chance. 5 Chance. Eine ins Verkaufbums. Verkauf mich! Und dann... Ja, da mal noch besuchen. Also im Vollsprint. Die Kristalle sind dafür gedacht, um Waffen etc. wieder aufzuladen. Oder halt zum Rätseln, ich hab's schon verstanden. Schau mal am Flasch zu. Benzinkanister schaut verdächtig aus. Oh ja, ja. Gute Idee. Nee, du laufe. Eine lustige Idee, dass du mit den Dinger anlaufen kannst und so, und dann verliert es an Wert. Jetzt kann ich wieder auf E drücken, dann kann ich wieder in den Kopf rein, aber das hilft mir ja nichts. Klingt noch nicht ganz. So viel Gegenstände sammeln und Kohle machen wie möglich, am besten die komplette Map absuchen. Ja, aber man checkt ja auch gar nicht, wo das Viech ist. Den Kopf, der da rumgeflogen ist, den... Gut, vielleicht habe ich da jetzt auch nicht so richtig aufgepasst, weil ich weiß, was für ein Geräusch das er macht. Aber den hört man ja nicht. Wo ist denn der? Ist da immer noch... Ich mag es eigentlich gar nicht wissen, ob da bloß ein Monster unterwegs ist oder mehrere, oder ob das von Map zu Map unterschiedlich ist und ob verschiedene Bosse, sag ich jetzt einmal, oder Viecher auf die verschiedenen Maps umeinander können. Wenn ihr genug Geld habt, dann musst auch da rein, wo das Geld reinkommt. Ja, da liege ich schon drin. This is a cosmetic box extracted for a reward. Sounds good. If it gets damaged, you can heal it using your own health. Nein, das wären mehrere. Ja, gut. Man muss ja erst einmal herausfinden, wie sie die so verhalten. Weißt du schon? In was für Gebiete laufen die umeinander, wie verhalten sie sich und so. Das dauert ein bisschen. Nicht vorkauen. Da war wieder so geglucke. Nicht vorkauen, wie sie was verhalten. Das ist absolut langweilige Scheiße. So, ihr schaut jetzt einmal kurz am Flaschenneid zu. Ich muss schnell was mit dem Hund tun. Komm gleich wieder. Bin ich wieder da. Klein Knödel ist am Ausrasten, weil wieder keiner da ist. Emma geht's. Ach so, ja, das war natürlich eine Idee. Was tut er? Ja, wird seinem Namen gerecht. Nimmt den Einkaufswagen und geht damit durch die Map. Oder sie versteckt eine kleine Stupsel. Das heißt, wenn unten rechts dein Viecherl die Augen offen hat, kannst für kurze Zeit wieder auf die Map bewegen und reden. Ja, das weiß ich schon, aber ich bin am Arsch der Welt, der hört mich nicht. Ja, hat was gefunden. Wie brauchen wir noch gelangt das? Oh, das kann man. Okay, mir wieder. Nicht wegfahren! Nicht! Extraction Point completed, wenn ich jetzt Ja! Au! Das Level
As multiple extraction points, you must clear them all to leave. Okay. Ah, bist du wieder da? Hörst du mich? Ja, es war so ruhig die ganze Zeit. Ich wollte dich einfach Ich machen check lassen. gar nichts. Ja, es Ich passt check schon. überhaupt nichts. Es passt schon, es passt schon. So, wir haben jetzt aber, ich hab's schon verstanden, wir haben jetzt in dieser Map 2 Extraction-Punkte. Einen haben wir Hab's jetzt auch noch gelöst. gelesen. Und mit dem anderen, da müssen wir uns jetzt halt mit dem Wagerl hin tun und wieder vollmachen und da aussehen. Ich hab bloß noch 1 HP. Du hast schon gesehen, dass so ein Qualentyp umeinander fliegt, da, oder? Ich hab bloß den. Falsch da mal um. Ja, weiß ich schon, ich hab bloß irgendwas gehört. Ja, das ist der Gurgler hinten, der Boiler. Nimm den Geldsack und leg den in den Wagen. Was für ein Geldsack? Ach so, da ist ein Geldsackel. Ach, das ist das, was übrig geblieben ist. Das hab ich nicht gesehen. Hm. Und jetzt müssen wir irgendwie zum zweiten Extraction-Punkt. Ja, ganz tolle Idee. Wir haben eine Qualle und einen fliegenden Schädel. Mhm, den fliegenden Schädel hört man nicht, glaube ich. Ach ja, geh halt weg mit dem Saughorn! Ui. Wo ist der jetzt hin? Geh mal weiter. Nein, wir gehen nicht weiter. Hallo, Friele. Du Vollidiot, der sitzt genau dort, der Kopf. Der Kopf ist 1 Meter vor uns. Die Sägen? Aber ich glaube, der hört uns nicht. Hallo! Mhm. Ja, halt mein Maul. Lol. Du Volldepp. Wenn wir nicht leise sind, dann gingen ja die What? ewig. Oh, Schulterpeak. Sag nicht. Das Auto steht noch da. Ich will gerade sagen, was ist denn das Auto hier? So, da kann man sich wieder unter die Tisch verstecken, wenn was kommt. What? Schau her, da steht ein rotes Fassel. Das ist gut. 11.000! Backelt ein, backelt Lang nicht hin, weil in der schläuft es nicht. Das kriege ich nie, ey. Ah ja, Alter, das wird's zerreißen. aber gefickt. Stehst, das müssen wir jetzt sauber reinlegen, warte. Explosive. Mhm. Wir werden das bedeuten. Dann müsst ihr. Das haben wir gescheit reinlegen. Warte, da drüben kommt der Fax einer. Wer ist das? Ja. Was ist denn im Kühlschrank drin? Da ist aber ein Vape. Das ist ein Schläger. Das ist nichts wert. Da ist was, da ist was, da ist was. Sch, sch, sch. Was? Töre! Ich glaube, da ist nix. Ja, genau. Schau mal nach. Bin schon dabei. Drüt. Oh, die Boxen haben was wert. Oh, da ist was. Scheißdreck. Sch, 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 sch. Oh, was geht's auf? Was gefunden? So, ich schau mal auf der Map. Wo ist unser Karren? Links.
Oh, wir haben ja bald alles. Es geht nur noch einmal nach vorne und einmal da nach rechts. Exit. Ich bin down! Was ist denn jetzt? Hallo? Alter, warum speibst du mich an? Ich weiß nicht, da war das komische Kotzviecher, auf einmal hab ich gespielt und keine Ahnung! Was ist denn mit dem Spui? Ich bin mir nicht, der ist einfach da gewesen und ich hab irgendwas in der Hand gehabt, wo ist denn das jetzt hin? Das hat er... Ich bin weg. Bist du da? Hallo? Ja, aber der Kopf. Ich hab gesehen, nimm den Scheißkorn und weg da! Da ist der fliegende Burger. Da ist der fliegende Burger, da schau hin, da gibt mir wieder Kotzerei. Komm mit dir zu. Ist er weg? Ja, ich glaub schon. Ja, was ist denn mit dem Trottel? Weiß ich nicht, fahr mal weg da. Fahr jetzt da einfach raus. Da ist kein Tier drin. Doch, jetzt. Gib mir einen Dreh. Jetzt stehen wir da her. Okay. Hallo? Hallo? Ja, ich hab einen Jumpscare in den Bildschirm gekriegt. Dankeschön. Das ist jetzt kein Witz. Was für ein Da. Bogeneising? Das ist letzter Raum und auf der anderen Seite, na, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist so nah dahinter, ich mag nicht reinschauen. Was ist da dahinter? Also na, hörst du es nicht? Ja, ja, bring den Karren! Ich bring den Karten. Ich weiß nicht, ob es bringt, dass man Tieren zumacht, aber schau du hinter uns. Das geht, fahr mal schneller, weil ich geht wieder auf, gerade die Tür. Mach den Bums zu, mach den Bums zu! Vorne ein! Ich hab schon drüber, ah so. Was passiert? Hätten wir noch mehrere Sachen suchen müssen, glaube ich. Das war, hätte man mir da drin stehen sollen. Na, Jetzt glaube ich, müssen wir zum Extraction-Punkt zurück. so. Ja, aber nicht ohne Karren, oder? Kann man da irgendwie zoomen? Nicht, gell? Oh, warte mal, ich muss mal schnell was ausprobieren, wenn ich die Maus anstecke. Du, hinter uns ist ein Tier gerade rot geworden und irgendwelche komischen Geräusche. Ah, jetzt, okay, schau ich, das Mausproblem ist auch gelöst. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Start, wo wir in Tracker und... Ja, aber wir brauchen mal das Einkaufswagen, brauchen wir nicht, oder? Ich glaube nicht. So entspannende Muse.
Das war ja... Scheiße. Okay! Steht da vor mir der Scheißschädel noch hinter dir. Goddammit! Yay, Minigame. Minigame schon wieder? Ich glaub schon, oder? Da. Lass du das ist was, das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht so Oh. ganz, was das soll. Ja, Mann, was soll ich mit dem Schwert? Ich weiß es nicht. Kann ich dir mit dem Schwert überhaupt irgendwas... Da! Ich check nicht, ob ich mit dem Schwert überhaupt irgendwie zuhauen kann oder so. Easy. Ich nehme die langläufige. Das kapier ich, also was das da am Schluss ist, das kapier ich nicht ganz. Das King of the Losers und so weiter, das kapier ich nicht ganz. Hörst du mich noch? Hallo? Hoppala. Ja. Flülein? Also das mit dem Sprüh am Ende, das kapier ich nicht ganz. Das glaube Ich glaube, das ist einfach so ein Minigame, damit es in der Gruppe einen Gewinner gibt. Weißt du, so eine Art, ja, ein Losers Bracket halt. Verstehe ich trotzdem nicht ganz, aber egal. Ja, ja. Ihr müsst einfach so schnell zurück, damit ihr das nächste Level machen könnt. Ja, das haben wir schon verstanden, aber wenn das Gesicht davor steht und sagt nein, dann nein. Und jetzt haben wir wieder am Startweg, oder was? Ja, das was Nadine Ja, schreibt. Haben wir 775 Zuschauer und habt ihr schon mal auf den Like-Button drauf gesmashed überhaupt. Für eine süße Alter, Krone machen wir in der jetzt. nächsten Runde. Also etwas, was kein Mensch nicht braucht. Okay, ich fahr wieder mit dem Wagel hinten rein. Ja. Ja. Wie viel haben wir? 600. Ja, nicht viel. Was ist das die einzige Tier? Na, was mit diesem für? Also da liegt nur Billo-Schuh rum. Oh, da gibt's einen Haufen Tieren. Oh, ein Haufen Tieren. Das. Alter, was? Ich hab was. Psst. Das schaut nicht gesund aus. Lebst du noch? Ja. Das ist ein kleines Kind, das umeinander springt. Nicht schlecht? Es ist halt so finster, dass ich nicht sehe, kann man irgendwie geduckt. Nein. Taschenlampe mehr nicht. Was hast du gesehen? Ja, draußen vor der Tür steht's. Ja, was sind auf deine Kaffeetasse da hinten? Jetzt ist sie. Oh, nicht gut. Was war denn das jetzt? Ich weiß nicht. Der hat einfach seinen Kopf auf mich geschossen und dann hat seinen Kopf zerrissen. Hm. Ja, gibt's da einen Lichtschalter da? Ich seh nichts mehr. Doch, er ist noch da. Das Drecksschratzen ist auch noch da. Ja, wieso ist denn da jemals vorbei? Er ist der Vogelaffe. Also ein Kopf hat es zerrissen und hat 75 Schaden gemacht übrigens. Also ich hab nur noch 25 Health. Ja, selbst ich hab 10 Damage gekriegt unter dem Tisch. Jetzt müssen wir Sachen einsammeln, weil sonst kriegen wir Vogel. Ich hab einen Frosch gefunden.
der Richtung sind sie irgendwo hin. Das ist der geschissene Luftballon von dem schwarzen Kind. Nicht reinlaufen, hat's geheißen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ne? Oh, da ist ein Affenzeug. Hier ist hier. Wo ist unser Karren? Ich hab Kaffeetasse fallen lassen. Scheiß Kind. Das ist eine Scheiß. Da war doch nur irgendwas. Wo hat er das hin? Psst, da kannst du nicht. Hallo? Achso. Oh, da läuft das Kind draußen umeinander irgendwo. Ja, ich weiß schon, der bläst überall Luftballons auf. Der soll sich verpissen. Ich glaube, einen von den Luftballons hat es zerrissen, dann kommt der Gift raus. Ah, da ist was. Nein, das hast du die grüne Tasse fallen lassen. Ja. Ja, da kommt das grüne Zeug raus. Achso. Da rechts herum geht's noch. Oh, ja, wir haben es beieinander. Ja, das meine ich. Was ist das scheiß Kind? Was ist das für ein Luftballon? Na, wurscht. Pack den Scheiß nix wie weg. Wir haben ja bloß den einen, gell? Ja, ja, lauf. Da ist das. Lauf. Warte, Scheiße, das sind Luftballons. warte. Da kann man nicht durch. Da kann man nicht durch. Was ist denn, wenn ich mit dem Kahn da reinfahre? Ah, easy. Haha. Das Kind ist hinter dir. Kind, komm zu mir. Hallo, Kind. Nix wie weg. Kind, du bleibst einfach da weg. Keine Ahnung, was da passiert, aber ich versteck mich hinter Mülleimer. Ja, Grütze, fix, was ist denn mit dem Spei? Ich schwitze wie Drecksau. So, Alter, ich schwitze wie eine Drecksau. es geht. Und ich muss mich so viel anstrengen, dass ich die ganze Zeit leise bin. Shockwave Grenade. Also ich weiß ja nicht, ob das. Meinst du, das taugt das, was das Zeug? Mein T-Shirt, das trägt nass, kann ich auswinden. Rendiert sich das? Können wir die Kinder umbringen? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht ganz gecheckt, wie das Kind funktioniert. Das hat mich so oft gesehen, aber ist einfach davor gelaufen. Ich glaube, das ist nur da, dass die Luftballons. Nein, am Schluss hat es mich gequatscht. Okay, ja, Hat man 10 Damage oder so, was hat es mir gegeben. Ja, Nicht mir- den Teufel, aber. mir hat's nichts da. Ich glaube, dass diese gelben Kristalle da, Energy Crystal, relativ wichtig sind. Da können wir unseren Truck aufladen und an dem Ding kann man sich anscheinend irgendwie heilen oder das wird braucht zum Reviven. Das ist die Energiespalten da. Also das komische Gitter da vor uns da, die ganzen kleinen Strichel, die haben mit einem gelben Strahl normalerweise aufgefüllt. Ach so, und wenn einer stirbt, kann man den Kopf da reinwerfen. Irgendwie Oder so, wir, oder was? irgendwie so. Und dann wird diese Energie genommen zum Reviven oder so. Der Ja, Alex dann schreibt, kaufen wir nein, mal. Kristalle weglassen, erst wenn ihr Waffen Ach so. habt. Vorher jetzt kurz zum Reviven. Ja gut, dann sollen wir Stats nehmen, hat's geheißen. Für 9k. Das heißt, hold the Reroll. Ach, das ist ein Reroll. Da haben nur Scheiß-Stats drin und kannst für 5000 Ach kannst so, rerollen. jetzt, ja, RIP 5K, Range ne? Upgrade. Crouch Rest Upgrade. Jetzt warte Ich mal. glaube, Stamina ist OP. Weißt du, was ich auch Glaub gerne noch, wissen darf, ist, wo der Unterschied ist zwischen Q. Was Q? Was bedeutet der, wenn ich auf Q drücke, ist dieser komische gelbe Rahmen da rundherum und der ist manchmal Ach rot. so. Card.
Man kann da nicht mit Q kann man nicht rum. Also mit Q kann man sich nicht bewegen so. Und es war toll, wenn die scheiß Steuerungstasten, wenn die snappen da. Also wenn ich einmal drauf drücke und dann da die da hocken bleiben. Mit Q kann man den anderen hochheben. Ach so. Also macht keinen Unterschied, ob ich geduckt bin oder mit Q geduckt bin. Mit Q kann man den anderen in T heben. Tu mir das, tu mit Q, ich stelle mir auf die Affe. Na, da fällst du einfach um und rollst rum. Kannst du mich aufheben? Mit Linksklick? Ja. Ja, da, ey! Au! Ich verliere einen Wert. Wie, du verlierst Wert? Ach, nevermind, das ist der Kahn. Der kostet 46 Kahn. Ach, dann kann man sich ein zweites Card kaufen, oder wie? Und so weiter. Ja gut, wenn man zu sechst ist, macht das schon Sinn. Und wenn Maps größer werden, was ist denn das da? Recharge. Also ich war ja... Ich war Was ist fürs Stamina-Upgrade, ne? Ein Valuable Tracker ist auch ganz geil. Da kann man umeinander scannen und dann siehst du, wo die Sachen sind, die was wert sind. Kosten das drum? Wahrscheinlich 8. 8K. Aber wir sollen mal Stats nehmen. Ich weiß auch nicht, was ist ein Crouch Rest Upgrade? Ah, ich glaube, das ist, wenn du halt duckst, dann kriegst der Stamina wird wiederhergestellt. Wenn du geduckt bist. Ach so. Kannst du ausprobieren, wenn du jetzt sprintst und dann weitergehst, passiert nichts. Crouch Rest. Range Upgrade. Crouch Rest. Kostet Simi und da kostet 8. Was haben wir da? Stamina Upgrade. Sprint Speed. Range und nochmal Crouch Rest. Was ich tue, ich darf die 3 Stamina Upgrades kaufen und fertig. Dann auch. Ich nehm das. Ja, dann nehmen wir alle 3 und einer von uns kriegt dann beide. Das ist ja vollkommen wurscht. Also wirf das rein, warte, ich tue nur eins. Nehmen wir Stamina. Ich glaube, Stamina ist wichtig. Kriegen wir Speed Upgrade noch rein? Wahrscheinlich nicht, das kostet 80 oder so kostet. 3000 hätten wir noch. Was ist denn das so? Tumble Climb Upgrade, was wird denn das sein? Na, für 3K gibt's nichts mehr. Ja, aber vielleicht gibt es da noch am Tisch irgendwas. So Crystal, die kosten auch unterschiedlich. Ja, Granaten, da gibt's Granaten für 3K gibt. Nehmen wir so mit Oder eine Mine. Was? Ja, nimm mal Ich die seh halt Mine. jetzt schon wieder, da rennen wir halt wieder selber eine Wetten. Ja, dann kaufen wir uns lieber sowas da. Health Pack. Bist du voll? Ja, 80 von 100. Ja gut, ich hab 75. Das darf ich jetzt vernachlässigen. Was ist das? Eine Shockwave Grenade? Nein, das ist schon. Schau gut, ob es da sonst irgendwas gibt. Mich aber- darf bloß interessieren, ob man den. Anscheinend gibt es pro Level immer 2 Gegner. Einen großen und einen kleinen. Einen Sidekick. Ob man den großen damit umbringen kann. Müssen Ob wir er dann ausprobieren. hieß. Kauf die Granaten. Kauf die Granaten. Und dann drück ich das Knöpfel. Düdü. Anscheinend. Das war eine sehr gute Idee. Ich habe nur noch 1 HP. Echt jetzt, oder was? Nein! Ja, mei, jetzt wissen wir es nicht. Jetzt wissen wir's. So, gehen wir wieder zurück ausgehen. Tschüss dann. Und dann haben wir beim nächsten Start haben wir dann die Items da vorne liegen. Dann nimmt halt einer von uns nimmt 2 Stamina und einer nimmt 1 Stamina. Ist ja scheißegal. Hast du nicht schon Upgrade, aber wir haben gestorben in der Zwischenzeit, gell? Ja, genau, ist schon wieder weg. Bin schon wieder weit. Ah, jetzt wissen wir zumindest grob. Ich hab wie's aber funktioniert. wieder 80 HP jetzt. Mouse Scroll to alter the distance of grabbed objects. Ah, okay, da kann man. Ja, check schon. Stamina Upgrade. Du nimmst Granaten. Ja. Mir ist wurscht. Wer Jetzt nimmt ist das die zweite Frage. Stamina-Ding? Das ist jetzt Was eigentlich passiert, wenn ich jetzt auf E drücke? Was steht denn dort? Mach ich ja Grenade in Klammern E. Die Frage ist, die Idee ist jetzt, ich habe 3 Inventarslots, 1, 2 und 3. Geht Ja. die dann da eine oder wirf ich die jetzt gleich? Oh Was hast du da? Ja, ich hab's genommen und auf den 1 gedrückt, jetzt hab ich's unten im Inventar. Ah, ist ja wurscht. Ja, dann nimmst Und dann kommt's wieder raus. Ja, dann kommt's raus und dann kann man's wieder nehmen. Ja, passt, die nimmst du. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir... Hitting the road.
Wer auch immer. Wer auch immer sich dieses Spiel ausdenkt hat. Ich will nochmal narrisch mit den Indie-Entwicklern. Was ist denn das? Extraction Point. Also, okay, das ist der Shop-Bereich, also der Abgabeding. Ah, okay. Ich nehme das Wagel mit. Dann haben wir wieder zwei Da Extraction ist ein Punkte. riesen Würstel herin. Vielleicht sollte man erst den Extraction-Punkt machen, der weiter in der Map drin ist, weißt du schon? Achso, gibt ja wieder zwei, ja. Es wird wahrscheinlich mit jedem Level wird so einer mehrer und Map wird größer. Da ist ein Lagerfeuer. Da ist ein deiner Cocktail. Ja, super. Irgendwas tut da komisch. Da drüben ist ein Laser. Was tut das, wenn ich das... Was tut das, wenn ich da kann man auf die Hand draufdrücken, dann wird es irgendwie grün. Aber was ist das? Wenn wir es zu zweit vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein Turmel da auch nicht. Was ist da nochmal? Na, keine Ahnung, was das ist. Schaut eher, Ja, aus, lass doch einfach wie liegen. schaut eher aus wie die Kisten von vorher, wo du gesagt hast, das ist irgendein kosmetischer Gegenstand. Ah ja, ah. Ist das ein echte Tier? Ja. Alter, eine riesige Tasse. Alter, den werden wir zu zweit. Ich hatte den werden wir zu zweit erschlagen, wobei. Machen wir die Tier ganz auf. Klunk. Kriegst du irgendwie Schaden oder so? Nein, aber es knistert. Ich habe eine goldene Hand gefunden. Ja, reinbringen tu ich es nicht. Scheiße. Jetzt ist ein Eckerl weggebrochen. Warte. Helfen wir mal das da reinwuchten. Nein, wir machen erst die Tasse da und dann in die Tasse, weil sonst passt das nicht rein. Hätte ich vielleicht nicht so fallen lassen sollen. Nach ein Stück. Vor dich. Ich lass aus. Jo. Goldene Hint legen wir oben rein. Was? Oh, der kugelt umeinander. Irgendwo müssen ja da Viecher sein. Ist das alles, was da in dem Raum war? Warte noch, die kommen schon noch. Ah ja, gefällt mir auch. Was ist denn das da hier hinten? Ein Boiler. Achso, da ist die Map aus schon, ja. Gibt's da sonst nix? Kann noch nix nehmen. Kann ich dir nix. Nehmen wir zum Laser durch. Nadine, hauen sie einer hinein. Viert deiner Gott. Soll ich Granaten werfen? Ich seh nix, ich weiß nicht, um was es geht. Ich hab mich versteckt. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich?
Hallo? Ist er jetzt gestorben oder was? Hallo? 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 Wir können ihn jetzt ritzen? Ich weiß nicht, wie ich die ritzen kann. Das ist richtig stark gemacht, oder? Das heißt, ich muss jetzt selber die Kohle zusammenkriegen, sag ich das richtig? Oh, fuck. FML, meine Damen und Herren. Share your health with other players by grabbing their necks. Ah, wie viel Leben hast du? 1. 1, dreh dich mal um. Ah, Wie viel hast du jetzt? 41. Jetzt hab 41, ich hab nur noch 35, aber ist ja wurscht. Du musst warte, und jetzt links einfach, oder was? einfach am Knack packen und dann nach rechts oder umbleiben oder nach rechts ziehen. Irgend sowas. Ich hab beides da. Ich glaube, das geht aber einfach. Jetzt habe ich 45. Ah, ja. Ja, ich hab 31. Du, da ist so ein komischer Insektenmann, der lasert in der Gegend rum. Hast dem du Granaten aufgeworfen? Ja, das hätte ich probiert. Die hat's dann in mein Gesicht zerrissen, wo ich sage, ich weiß nicht, wie man das Ding wirft. Das fühlt man schon raus. Das ist einfach, ich hab's einfach gezogen und dann hat er's fallen gelassen, der Depp. Ja, gut. Ich hab den Frosch schon gesehen, aber ich kann ihn nicht schmerzen. Wo bist du denn jetzt wieder hin? Das Ja, ist das Allergeilste. Ist ja, ich sitze im anderen Raum, ich höre die irgendwo mal anschreien, so, dann höre ich was schäbern und dann höre ich nichts mehr. Und dann sag ich, was ist jetzt? Kruzifix! Und dann muss ich mal ansuchen und muss schauen, wo du gestorben bist. Das ist schon ganz witzig gemacht. Ja, jetzt müssen wir relativ leise sein und uns durch die Map durchhangeln. Das hilft. Das heißt, du hast jetzt da herin quasi dieselbe Taktik wie in Tarkov oder wie in Avi, oder wie? Und Ja. Merci einfach. Das Maul halten und eine Flasche nachlaufen. Flasche tanken lassen. Oh, da ist was, einfach wo hocken lassen. Jetzt pass auf, rechts rum waren wir schon komplett, da ist nichts Ja, mehr. Also, das geradeaus, heißt, wir machen jetzt geradeaus. geradeaus und dann links. Und da links ist er rausgekommen, da ist ein Gartenzwerg. Ah! Kann man sich da verstecken? Wo bist denn du? Gegenüber von dir. Da, Genau, das ist- so. und da bin ich vorher halt auch gesessen und hab die ganze Zeit Ja, draußen genau. irgendjemand um einen anschreien gehört. Ja, genau. Ja, der Frosch ist ja Super. mir nach, der ist da vor meiner Nase gestanden. Wo soll ich denn hin? Rennen uns jetzt Gartenzwerge nach, habe ich das richtig verstanden? Die Frage, was sind denn die? Kann man mir nicht irgendwie zuhauen oder so? Nein. Das ist Ja, das, wir was- müssen da durch, ne? Da Da ist er.
Die klauen unseren Scheiß. Na. An das Unterhosenwichtel! Seiner Unterhosenwichtel, was ist mit dir verkehrt? Kennst du Folge 3, Staffel 1, South Park, Unterhosenwichtel. Phase 1, Unterhosenklauen. Phase 2. Phase 3, Profit. Was ist jetzt mit dem da? Die dann nix. Die schauen mir bloß an. Gut, vielleicht. Ah. Easy. But why? So. Hä? Hä? Der Frosch, der Frosch, der Frosch, der Frosch, der Frosch. Oh. Da gegenüber in die Richtung, wo ich schaue. Und jetzt? Na, das ist ja Mais. Nein, ist er nicht. Ist er gegangen. Da ist was. Geh weiter. Da ist was. Ich hab was gefunden. Da ist er. Der ist durchgegangen. Ah, ich hab's gesehen. Ja, nichts bewegt. Das Scheißding, ey. Hab ich schon, hab ich schon. Stimmt ja gar nicht. Ich Nein, hab's. ich hab auch drum gehabt. Nein, ins Wagel. Ach so, ich hab was reingelegt ins Wagel. So. Sammeln wir da. Scheiße. Was denn diese daneben geworfen, du auf? Ja, der ist bleischwarz. Da hinten ist noch ein drum. Da gibt's Das ist ein was. Radio. Ja, Fralle. Ja, gut. Merci. Ja. Ist fix. Merci. Da ist noch einer. Lebst du noch? Ja, lauf jetzt, oder du Trottel? Der ist schon wieder gegangen. Nein, ist er nicht. Da ist er doch. Die hab nicht gesehen. Wo bist denn du? Hab ich versteckt. Den Sekt mal stampfen. Den Sekt. Hat er die aus dem Leben gelesen? Nein, ich lebe noch. Jetzt gar nicht mehr. Warum kann ich mein Maul nicht halten? Flash, save me! Nicht Freilich mehr. bist du Trottel. Voll bist du drin. Stefan, stell dir einen scheiß Ghetto-Blaster, ey! Bagel mich schon ein, scheiße, braver. Ich hing zwar ein wenig auf halbe 8 da drin, aber das geht schon. Das geht schon. Hat sie fix. Der scheiß Geschweischädel. Buh!
Hallo? Aha. Hallo? Hallo, Flülein. Kann ich den Frosch herlocken? Jetzt warte mal, wo müssen wir hin? Map ist aus. Ich kann nicht mehr richtig reden. Haben wir 21.000 in dem Korn drin. Scheißdreck, jetzt müssen wir da oben. Du musst mich finden. Du musst einen Extraction-Punkt finden. Auf zum Extraction-Punkt. Ach nee. Schaffst du schon. Was war da? War da jetzt was? Bagelteil, was nicht fest ist, was nicht festgenagelt ist. Ja, ja. Schon richtig so. Grantlerbord. Auf der norwegischen Inselgruppe Svalbard ist es gesetzlich vorgeschrieben, außerhalb der Siedlungen ein Gewehr mitzuführen. Wegen der Eisbären. Bitte, danke, danke, bitte. Grantler merci. Luna merci. Mr. Brabrmen, merci für 77 Monate. Terry und Chris aus Prag verzupft für die Nachschauungsrat, für dich in die Zukunft gegrüßt. Nein, der Ghettoblaser fällt raus! Du kannst nicht den guten Ghettoblaser rausschmeißen! Seht ihr gerne als Dono-Sound? Ah ja, sau die Kohlen aus, sag ich schon. Ich liebe auch wieder! Hallo! Psst, halt doch die Schnauze, du Trottel! Ja, und jetzt müssen wir einfach wieder zurücklaufen, oder? Jetzt müssen wir ohne Wagerl zum Laster zurück, ja. Ja, alles klar. Warte, da ist der Frosch auch noch dahinter. Da wirf's! Wie Hirkskatzel, die Huren! Was ist bei denen jetzt gewesen? Hab ich Ja, verkehrt? kurz fix, das wäre ein Abel mehr. Was ist mit denen? Alter, das hört nicht auf. Ich renn. Tschüss. Wir reden mit. Was sollst denn da aber noch tun? Hey, jetzt pass auf, kannst du dich nur erinnern, wo ich dir am Anfang gesagt hab, da müssen wir aufschauen, da ist ein in der Wind. Da ist ein Loch in der Wind, oder was? Was ist? Nein, ein Laser. Ich bin in den Laser reingerannt. Ach so. Ah ja. Nein, das verstehe ich nicht. Das Minispiel verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Jetzt warte, jetzt jault Katz draußen umeinander, weil Dwayne untergeht. Ich komm gleich wieder. Passt du mit Leid, du kannst es schon. Ich komm gleich wieder. Mütze flippt aus. BJ und so. Du grüßt einen Hansiado. Geht der Chat überhaupt noch? Ist mein Chat stehen geblieben oder was? Ja, wenn es geht, hin und wieder lese ich ihn schon, ne? Aber meistens nicht. Ich bin ein Pro-Gamer, weil, ne?
Warum geht denn draußen die Welt schon wieder unter? Kann man das irgendjemand sagen? Bei uns, glaube ich, schaut es so stabil aus. Zum Schluss immer laufen. Danke, Alex. Das ist genau der Grund, warum wir heute keinen Community-Zock machen. Dass uns alle 5 Sekunden jemand sagt, was wir zum Tor haben. Aber ich habe auch gesagt laufen, aber ich bin dann in den Froschhaxendepp reingerannt Ja, und und dann im Laser verreckt. das ist genau, warum ich nicht laufen wollte. Weil es gibt nur einen Schlauchweg und natürlich steht der da irgendwo. Ich glaube, das war ein Zufall. So, jetzt Aber einmal probieren wir es noch. Aber wir probieren es noch. Dann starten Sie das verdammte Spiel. Jetzt Pro-Gaming. Ja, aber ein Speedrun. Sonst flippt nämlich mein Hundsviech und mein Katzenviech aus. Ja. Haben wir schon da, oder was? I have activated. Ja, Sensing. wir müssen wir nichts tun. Wir haben ja schon in der ersten Map drin, das ist die gleiche Map wieder. Achso. Ich glaube, es klumpt so. Was ist denn eigentlich das da? 1500. So, eine Länge, nicht eine werfen. Was ist denn das für ein drum? 6000! Wie viel brauchen wir? 8,4. Dann haben wir 7,5. Irgendwo drum brauchen wir noch. Das Fleisch war, aber hängen wir mal mit an. Was ist denn das? Ein Rubinburger. Gut. Das ist ein guter. Ja, dann haben wir es nicht schon? 8,4. 480 fein noch. Irgendein kleines Neues. Ich schau, was für Viech da ist. Bin angelaufen. Ich hab auch noch drum. Dann haben wir es schon. Ja, Ja, wir aber haben es ja schon. Ich hab mehrere drüber, mehrere gut. Ja gut. Vorher hat's ja geheißen, man hat da noch ein HP. Vorher hat's geheißen, man hat noch ein HP, wenn man da drin steht. Ich hab eins gehabt, aber warte, war ein Klick anscheinend. Verdammt nochmal. Und das war jetzt die erste Map. Für die haben wir am Anfang eine halbe Stunde gebraucht. Ich glaube, dass wir jetzt in absoluten Kacknoob-Modus eingeschoben worden sind, weil wir dermaß versagen. Eine Service Station. Ja, die Stamina hat sich schon rentiert, die können wir schon. Was ist denn das da? Motorrad. Ja, wir haben 9K. Stamina, it is. Stamina it is. Wo ist denn der? Wo ist der Stamina-Automat? Gibt's da nicht immer einen? Was ist denn das für ein lustiger Knopf? Ich druck. Ah, halt das, da ist er doch. Da. Kostet der Knopf jetzt? Nein, der hat nichts gekostet. Aber was kann der? Was tut der? Schaut die an. Der tut mir Flashbang ins Gesicht. Da Stamina Upgrade, I have it. Haben wir noch Eins. Eins. Haben wir noch nicht mehrere. Wo ist denn das Ding? Ich find den Shop dafür nicht. Da, du stehst direkt davor, da ist Ach, da. Sprint Speed. Sprint Speed. Ich nehme nur ein Stamina Upgrade. Na, scheiße, mehr geht nicht. Nehmen wir da her. Das dritte Level da ich halt schon noch gerne sein. Jetzt bei der 5K hätten wir noch. 5K, da hätten wir jetzt Launch Upgrade, Extra Jump ist unnötig, Death Head Battery Upgrade. Oder Health Upgrade. Ich würde jetzt Health Upgrade nehmen. Das nimmt dann einer Ja. von uns. Jetzt warte, die Frage ist, Bloß einer von uns. Ja, ist ja hat wurscht. er gesagt. geh mal raus, da, bevor es die wieder zerstampft. Nicht, dass das Zerstampfer sein muss, das war wieder. Warum? Ich jetzt aber rausgebracht. Alex! Und du sollst die Schnauze halten, falls es vorher nicht deutlich genug war. Oh, schreibt er wieder. Ja, ihr sollt das tun, ihr sollt das tun, ihr sollt das tun. Ich tu einen Kruzifix. Scheißdreck! Ein Scheißdreck, du Ja, gar genau nix. das Gegenteil, was du sagst. Ihr sollt looten, nicht direkt raus. So, sofort Scheiße, raus. wir hätten nur Granaten nehmen können, gell? Das war auch eine Ja, Idee gewesen. Vielleicht, Damit sie wieder irgendwann in die Luft sprengen kann. damit wir eines Tages rausfinden, wie es funktioniert. So. Grab and press E to toggle items. Also jeder kriegt. fall with style. Jump swing also helps. Also ich hab 100 von 100, ne? Ey, du hast das da. Was war denn das jetzt?
Lauf einmal. Also sprinten. Ich hab kein Stamina mehr, warte mal. Ja, und dann? Stamina nicht mehr. Und dann springen und unterm Springen auf Q drücken dann. Du machst einen Rückwärtssalto. Aha. Warum auch immer. Ich Ja, nehme das zweite auf Stamina. Ja, ich hab 100 von 100 HP. Dann nehme ich das Health Upgrade und schau, was passiert, ob wir bloß Max Health mehr kriegen oder ob es mir heilt. Achtung! Ah ja, beides. Ich hab jetzt 20 HP mehr und 120 maximal, aber 71 so bloß noch. Ja, das schaut doch gut aus. Vernünftig. Vernünftig! So. Hitting the Rot. Hitting the Rot. Mechanics Station, das ist schon wieder dieselbe Scheiße wie gerade, oder? Ah nein, ist anders. Ich nehm's wirklich. Ich würde sagen, wir machen mal erst den Extraction-Punkt, der außerhalb ist. Oh ja, her mit der. Jetzt hätte ich da eine dumme Idee, gell? Ja, ich hab die gleiche Idee, du brauchst nicht da wieder. Der Slicer. Scheiße, steht drauf, Slicer. Über den Bonsai, bam. Du hast eine Aufgabe, die haben wir schon gesehen. Das ist überhaupt nicht wahr. Bis ich bin ich angekommen, Entschuldigung, mein Fehler. Da, dafür bist du blinder, da liegt überall Zeit im Land. Die haben wir nicht kaputt gemacht, das ist gut. Aber dafür habe ich es da nicht gezeigt. Jetzt nicht mehr. habe ich nicht mehr so ein teures Zeug. Ich glaube, ich habe einen Gegner. Oh, oh! Hörst du mich? Ja. Ist der bei dir drin? Ich glaube, das ist der dritte Shotgun-Jandl, oder? Ich wollte ausprobieren, was passiert, wenn man hochlangt! Los mich! Ich wollte wissen, was passiert! No! God, please, no! 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 Ich bin tot, mir hat erschossen, ich hab ihn angelangt. Ich hab schon gesehen. In seinem No-No-Square hab ich ihn angelangt. Alter, du bist wertlos. Super was. Der Fotzen, sonst kommt und schießt ins Gesicht. Auf die Uhr geguckt, ich hab schon gesehen, dass irgendwas mit 10. Ja, natürlich ist 10, was weiß denn sonst. Das hier. Ist eines der lustigsten Spiele jemals. Ja, Kruzifix, wer lässt sich in sowas einfallen, Alter? Test. Schnauze. Ich möchte wissen, ob ich mich ablenken kann mit meinem Kopf. Mir 2 Mal umbringen Du kann bist er mich nicht. wertlos, das hätten wir schon geschafft, Mann. Aber du kostet nichts. Ich bin wieder aus. Oh, da kommt der Rauf im Zylinder. Oh, der schiebt das Auto davon. Klang noch ja nicht an. Ich hab mir am Zipfel angegangen, da war ich sofort hier, hab mir einen Headshot gegeben. Aber ja, ich glaube, ich kann ihn schon herlocken.
Der ist jetzt gekommen, weil ich umeinander geschrien hab. Deswegen ist er bis da hergegangen. Könnte ich mir vorstellen. Der ist doch schon lang weg, Flaschler! Der ist schon lang weg! Was tust denn du eigentlich? Flasch macht Auge. Halt die Schnauze! Braucht bloß ein Ohr drum. Ja, weiß ich nicht, den Klostampfer oder irgend sowas. Hinter dem Kühlschrank liegt was drin! Das hab ich nicht gesehen, wenn ich ihn von unten aufgemacht hab! Nein! Nein! Was ist denn da so? Ja, der Laptop, das war schon viel früher gegangen. Und wieder sauber ein Tausender und Wind ohne Droschen. Kommt der Vollsprint. Erst mal mit dir zu machen. Hallo, ich bin's. Das wird in 100 Jahren nichts. Wie viel AP hast denn du? Eins. Da doch so viel. Warte, gib dir jetzt. Wie viel hast denn du Geh noch? her mit dem Knack. 100. 40, 50. Wir müssen durch so viele Tieren durch. Ich glaube, das Radl hört uns nicht, nur er. Und sobald er kommt, müssen wir einfach absolut stark sein. Der dreht sich sofort um und schießt. Dafür sagt er uns Gesehen? nicht. Also beim Radlzeppen bin ich mir nicht so sicher. Es klingelt ja auch noch. Ah, das ist doch so ein Kosmetik-Scheiß-Club, oder? Wieso macht denn das Ding Schaden? Ich check's nicht, was das ist. Ich hab das gerade in der Luft gehalten, das macht jetzt mal einen Tick Damage. Dann lang's nicht an. Ja, aber was kann es dann? Was ist das? Ja, ist ja wurscht. Moneten brauchen wir. Man muss nicht alles wissen, ja? Wie viele Moneten braucht man überhaupt? Das ist eine gute Frage. Da ist, Warte mal, da ist der Extraction drin, 100%ig. Oh ja, da ist das Sonargeräusch. Ah, genau. Und jetzt pass auf. Jetzt werden wir den aufmachen. Ja, er ist aktiviert. 9600. Aber wir haben noch nichts gefunden, was wir brauchen können. Und beim Radl heißt es, man darf nur nicht im Weg stehen. Pass auf, von da geht's. Da ist noch 2 Räume. Pfeilöscher.
Den nehme ich mit. Zünetzeln oder was? Nein, 6. Geil! Was hast du mir mit den Ja, Zähnen nee. verschlungen? Du bist reingerannt. Bruder, ich komm zurück. Ich komm zurück. Ja, ich höre dich schon die ganze Zeit. Also wenn ich hebe. Ich hab mir gedacht, dass der Collateral da so uns beide mit einem Schuss wegbolzt. Ich hab mich Was, bloß ich dreh mich in dem Scheißding umsegnen, kann nix sagen, weil er mich sonst da schießt. Geh auf Zeiten, du drehst dich sagst ein Wort, hast dein Kopfblut in der Fresse. Grützeffekt. Und da hab ich jetzt nicht gemeint, dass er sofort schießt, aber ich glaube, ich bin mit dem Feierlöscher, glaube ich, angelaufen oder irgend sowas. Boah, was ist das? Bist du ein Dinosaurier? Achso? Ich hab einen Dinosaurier. Kannst du mir mit dem Hammer, du kannst mir mit dem Hammer keinen Schaden nehmen. Kann ich schon. Hau ab! Alter, die Minispiele sind voll behindert. Aber das Grundspiel, wie gut ist denn dieses Grundspiel? Wer hat sich denn das... Stell dir mal vor, du bist da zu sechst. Und keiner darf schmerzen. Stell dir mal vor, du bist in dem Spiel zu viert oder zu sechst. Zu 6, das ist ja hör auf. Das Ich ist ja glaub, pures Chaos. Ich glaube, zu sechst ist zu viel. Aber zu viert ist das, Ich glaub glaube ich, auch. richtig lustig. Mit den richtigen Leuten. Verdammt. Ich muss so viel nachdenken, weil im Spiel, das ist so, wir haben ja nicht über Level 2 rausgekommen, aber das kriegen wir schon noch. Da kannst du mal so dermaßen Gift draufnehmen, dass wir das nächste Woche nochmal spielen. Ich nehme an, sie sind auch dabei und dann nehmen wir noch 2 Leute mit, vielleicht nehmen wir auch mal 4 Leute mit, andere nicht, das Spiel haben glaube ich genug. Es ist halt schon wieder 10 nach 10. Da ist schon wieder Zeit einfach zack zack vergangen. Wie viele Runden haben wir jetzt gespielt? 3-mal, 4-mal? Ich glaube 3. Aber ey, immerhin, wir haben kein Tutorial gespielt, ne? Weil wir sind ja nicht von, ne? Ja, wir haben hier Hallo Professional uns geheißen im Namen drin. Da steht bei mir zwischen einem Bier und einem Gär. ich kann nicht fassen, dass 10 nach 10 ist. Naja. Oh, Depf müssen wir, glaube ich, noch. Wie viel Depf müssen wir noch? Ich weiß nicht. Ich schreibe mir jetzt einmal. Jetzt sind wir bei 133, so 8. Dann machen wir da schnell weh. 133, 34, 35, 36 mindestens. Da, damit es mir glaubt, dann machen wir 137. Das kannst du irgendwie wie hingehen. So 4-5 Mal bin ich verrückt. Außerdem, Programmer brauchen kein Tutorial. Die Frage ist sowieso, wie wir das nächstes Mal machen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir irgendwelche 180 Stunden Gescheithauferl da in die Lobby einladen, die uns den ganzen Tag voll labern, was wir zum Tor haben und was nicht. Da krieg ich's kotzen. Da muss ich mir was einfallen Ja, lassen. ist schwierig, wenn wir das machen. Ja, das ist wirklich schwierig, aber eventuell mache ich das über Steam Friend Invites und dann schaue ich mir das Profil und dann sehe ich, wer wie viel Playtime hat. Und alle über 10 Stunden kommen einfach nicht in die Lobby ein und fertig. Also, da, Frau Freund, nein, das machen wir nicht, weil ich mit 1000 Stunden schon wieder da hocke. Ja. Ja. Ist ein paar von euch sind sowieso schon grundsätzlich raus. Alex kann's vergessen, Frau Freund kann's vergessen, etc. Jetzt alle raus. Das macht das Spiel kaputt, wenn da jemand drin sitzt, der alles auswendig weiß. Der Cyberfox hat nur das Tutorial gespielt, siehst du das? Der darf mitspielen. Der darf mitspielen. Ich mach mir einen neuen Account. Good luck. Ja, dann. Herr Flaschler, sag ich wieder mal, mir ist es mitspielen. Im Sommer ist aber Oh, Frage? ziemlich viel Flasch am Start. Das ist ja gut so, weil man jetzt mal einen anderen Scheißtrick finden. Yay! Yay! Und das sprichst du Ja, nein, du musst, wenn ich das sag, musst du auf meinen Kopf schauen. Warte. Yay!
Das ist jetzt ein Trottel, so ist spät. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann gehe ich jetzt da raus und dann zeige ich euch noch ein bisschen was in Annex. Es gibt Fortschritt und dann... Und ich hol mir jetzt eine saubere AIDS-Watschen im Deadlock ab. Passt! Geil! AIDS-Watschen in Deadlock, die holen wir ihn nachher wahrscheinlich noch in League of Legends, aber das ist, Nice. reden wir dann später drüber. Geil spät, es war eine gute Entscheidung, dass wir Mecha Chameleon heute sein haben lassen und Repo installiert haben. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Press F für einen Flash, merci fürs Mitspielen und bis nachher. Y was? Press Y for Ja. Flash. Bis nachher wahrscheinlich. Hab ich die Ehre. Alle, abonniere, alle mit an. Servus. Was ein grandioses Spiel. Was ein grandioses Spiel. Aber es macht nur Spaß, wenn da Leute dabei sind, die auf einem ähnlichen Knowledge-Level sind wie mir. Die das Ding jetzt einmal 2 Stunden gespielt haben und der Rest genauso relativ planlos ist wie alle anderen. Wenn jetzt da Leute drin hocken mit 100 Stunden Playtime, ist es absolut langweilig. Da passiert kein Blödsinn, da passiert kein Schwachsinn, da passiert kein zufälliger Hoppala oder sonst irgendwas, sondern da wird ernst gespielt und das Spiel ist vieles, aber nicht ernst zum Spielen. Ich kenne genau das, was ich bei euch jetzt gesehen habe. Ja, sagst du, da überlegt sich der Zukunftsbürger irgendwas, wie wir da dieselben Kacknoobs in die Lobbys reinkriegen, die wir mir auch sind. Also wir spielen auch nicht übers Wochenende oder sonst irgendwas weiter, wir lassen das genau so. Ich mag das Spiel so entdecken, weißt du schon, wie das ein Alex oder eine Frau, was weiß ich was geheißen hat, genauso entdeckt haben, wie es das Spiel gekauft haben. Ja? Ihr habt euch da auch nicht reingesetzt und nach einer Stunde habt ihr gewusst, wie das Spiel funktioniert. Habt alle Monster auswendig gewusst, jede Map auswendig gewusst oder zumindest jetzt Map-Element auswendig gewusst. Was ist die beste Taktik zum einfach durchlaufen oder nicht oder wie auch immer. Bei welchem Monster kann ich einfach weglaufen, bei welchem Monster muss ich Start sein und so weiter und so fertig. Das ist einfach viel besser, wenn man sich nicht auskennt. Der Lacher schreibt, es gibt doch nur mal so ein Spiel, wo eine KI die Stimmen aufnimmt und dann im Poster rumschicken und die Stimmen kopieren. Das höre ich zum ersten Mal. Also beim Community-Talk muss der Schwab mit tun. Sag's nicht dem Schwaben. Der Bernie, Couch habe ich fertig zusammengebaut. Ich find's einfach geil, sorry fürs Labern, aber ich find's einfach mega. Ja, ist ja auch gut. Ich find's eher gut, dass du nicht alles ernst nimmst, wenn ich sag, du sollst das Maul halten und so. Aber trotzdem, einfach nicht vorspoilern, nicht wie sollen wir uns verhalten bei dem Monster, einfach, lasst uns halt einfach machen. Nur so viel Leute, und das seit langer Zeit, seien wir uns ehrlich, so viele Leute haben heute geschrieben, Alter, ich bin mit dem Locher nicht mehr fertig, ich schwitze vor lauter Locher, ich stirb gleich, keine Ahnung was. Das sind genau die Spiele, nach denen ich bei Blödsinn, wenn ich Bock drauf hab, danach suche. Jetzt haben wir endlich eins, kaut's uns einfach nicht alles vor, lasst uns einfach reinlaufen. Ist er so wie das Game? Hi, ich bin jetzt auch da. Ist er so wie das Game? Herr Luxus, ich weiß nicht, von was redest. Ich weiß nicht, von was sprechen Sie. Es war sehr schön, dass es euch gefallen hat. Mir hat es auch wirklich gefallen. Ich denke mir immer so bei einem Koop-Horrorspiel, das war auch bei Phasmophobia so. Das ist eine Stunde lang gruselig und wirklich wie ein Horrorspiel, aber die Koop-Geschichte nimmt dann den Horror so ein bisschen raus. Aber da kann ja so viel Bullshit passieren, dass alles sich bloß so schäbert. Und wer sich das ausdenkt hat, dass man da rumläuft, lootet mit so einem Wagel und mit einem Shop dazwischen und das theoretisch wahrscheinlich bis in die Unendlichkeit geht von Level zu Level zu Level, kann man das durchspulen? Ich mag's gar nicht wissen, Schnauze. Ich will es nicht wissen. Nicht ja, nicht nein, gar nichts mehr wissen. Ich kann mir halt vorstellen, es wird immer schwerer, immer schwerer. In der dritten Map hast du dann 3 Extraktorpunkte und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und vielleicht ist es irgendwann gar. Wer weiß das schon. Und es wird halt immer schwerer. Wahrscheinlich rennen irgendwann einmal 3 Leute. Nein, nicht kurze Info, Alex. Die Größe bei den Leveln und ändern sich immer wieder. Das ist eh okay, das war meine Vermutung. Nicht einmal das mag ich wissen. Ich mag nichts wissen über das Spiel. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die Show, wenn man so will. Okay? Das Game mit der KI-Stimme ist Mimesis. Das muss ich mir jetzt einmal schnell anschauen. Mimesis sagt mir nämlich was. Warte mal. Mimesis. Da ist. Habe ich auf der sag ich doch, dass man was sagt, das habe ich auf der Wishlist. June-Update. Ein kooperatives Survival-Horror-Spiel. Wenn der verfluchte Regen fällt, erscheinen Mimesis, die deine Teamkameraden perfekt nachahmen und ein völlig neues Level der Spannung bieten.
Das ist von Oktober 2025. Alrighty. Schauen wir uns mal schnell einen Trailer an. Ich weiß nicht, ob wir einen Trailer schon einmal hochgeschaut haben. Das können wir mal schnell machen. Das scheint mir etwas Ähnliches, aber was anderes zu sein. Der Bernie lässt zurücklaufen. Ich wünsche dir viel Spaß. Das war halt einer der schönsten und lustigsten Streams seit langem. So, und jetzt schauen wir uns mal schnell Mimesis an. June-Update. So, hilft uns das weiter als June-Update. Ich habe keine Ahnung, bloß muss man laufen. Vielleicht zeigt mir was. Let's go. Nope. Bye. Hey, you thinking what I'm thinking? Bro date? Bro date. For me? Der Artstyle ist cool. Aber ich mehr gerne What the f? Yo, how's it hanging? Very fun. Yo, what is this? Shit, little buddy. And go. A bear trap? Come on. Hey, buddy. Bravo. Yeah. Ja, schaut mir noch was ähnlich an, aber halt anders. Ein bisschen einfach andere Grafik, vielleicht ein paar andere Mechaniken, bleibt auf der Liste. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich gebe zu, ich habe das Potenzial in dieser Art Spiel nicht erkannt. Mein Fehler, danke fürs Vorschlagen. Auch an denjenigen, der letzte Woche oder am Montag, oder war es letzte Woche, weiß ich nicht mehr, der Repo vorgeschlagen hat. Sehr guter Vorschlag gewesen, Dankeschön. So, der Lacher, was du meinst, heißt Mimesis. Ja, ich hab's gerade, das war gerade Mimesis, was wir uns da gerade angeschaut haben. Ein bisschen ein Gameplay war dabei und es schaut mir auch so, du bist da so zu viert unterwegs, musst wahrscheinlich looten und so weiter. Bloß, dass da der Kniff dabei ist, dass die die NPC-Gegner nachahmen irgendwie. Mein Eindruck von dem Spiel, 2 Metallschrottmänner auf jeweils 2 Achsen. Ja, so ungefähr. Ist er. So! Wer sich nach dem Gameplay direkt schleicht, merci fürs Zuschauen, ist eh klar. Hinterlassen Sie einen Like, vielleicht hinterlassen Sie auch ein Abonnement. Vielleicht haben wir immer, wenn wir neue Spiele ausgratzen, das erste Mal haben wir immer irgendwelche community-fremden Leute im Chat. Falls dem so ist, hinterlassen Sie ein Abo. Mein Name Birger, ich streame jeden Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Wenn du nicht weißt, was 20 Uhr ist, halt dein Maul und hau ab! So! Steffi schreibt, Alter, mir hat's Daumen zu, guten Abend an Triple F mit Mods, Triple Y an Flash, es war super. Steffi, schlafen Sie gut, es war wirklich super. Dankeschön. Hast du für den Shop schon einmal an Vollbier Squad Trikots gedacht? Habe ich, aber es gibt keine Trikots bei Spreadshirt. Bin ich der Einzige, der bei den Figuren an Android-Männchen denkt? Nein, Ella, bist du nicht. Hab ich auch, ich hab's bloß nicht erwähnt. Aber ja, vor allem das Gräne natürlich, schaut schon. Was ist da noch fightet? Antenne fight noch. So, an alle Annexianten. Es gibt ein kleines Update, das zeige ich euch. Es ist nicht unendlich viel, das ist ziemlich aufwendige Geschichte und ziemlich viel Testen vor allem. Also am meisten Zeit kostet mich die Testerei. Ich habe euch am Montag schon was gezeigt. Da habe ich natürlich weitergemacht. Zeige ich euch jetzt einfach einmal, wie das da ausschaut. Wie ist der Stand der Dinge. Was habe ich euch am Montag gezeigt? Diese Space-Geschichte, gell? So, da machen wir jetzt mal Steuerung F5. Wir machen es ein bisschen größer, damit ihr auch was erkennen könnt. So, jetzt bei das Obacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Annex. Annex ist mein Browser-Game, das ist auch schon live, zumindest das Browser-Game-Element, so wie man es kennt. Und ich bin da gerade im Hintergrund an was Neuem dran, nämlich die Star Map. Ich überlege die ganze Zeit, wie bringen wir da neue Mechaniken ein, die nicht so an ein Browser-Game geknüpft sind, wie ich drücke einen Knopf. Und dann schaue ich 2 Stunden zu, wie ein Timer abläuft. Das ist natürlich das Grundprinzip eines Browser-Games, aber das möchte ich gerne so ein bisschen aufbrechen, dass es einfach auch was zu tun gibt. Und was ich da mache, was ich da gerade dabei bin, davon träume ich, seitdem ich eigentlich Internetseiten mache. Und war nie in der Lage, so richtig das hinzubringen. Jetzt habe ich sie gebracht. Ich habe zum ersten Mal endlich einen halbwegs anständigen WebSocket-Server zum Laufen gebracht, der Dinge live darstellt. Okay? Habe ich euch am Montag schon gezeigt, das erkläre ich jetzt nicht alles nochmal von Neuem, wer mein Browser-Game noch nicht kennt. So schaut die Map aus, wo die ganzen Kolonien sind und so. Das ist momentan total überfüllt alles, weil das die Runden schon über das Jahr dauert, aber das ist wurscht. So schaut die Kolonie aus, du hast verschiedene Gebäude, mit denen kannst du also typische Browser-Game-Dinge tun. Und das hier ist neu.
Das ist die Star Map. Die gibt es auch so schon für euch. Die schaut bei euch im Spiel so aus. Die kann aber nicht für euch, außer ich kann einen Planeten anklicken und dann kann ich mir seine Planetenoberfläche anschauen und auf dem Lava-Planeten schaut es so aus. Ja, wunderschön. Und auf dem Eisplaneten schaut es dann so aus. Ja, wunderschön und so weiter und so fort, damit man ein bisschen ein Gefühl hat von, ich befinde mich hier auf einem Planeten irgendwo im All. Einen anderen Zweck hat diese Star Map eigentlich noch nicht gehabt. Und da überlege ich lang überlege ich schon, was wir da einbauen und jetzt weiß ich, was wir einbauen, nämlich die neue Star Map. Das ist die neue Star Map. Und auf der neuen Star Map hast du ein Raumschiff. Was ist ein Space Game ohne fucking Raumschiff, Alter? Und ich mache jetzt das einfach einmal so, ich zerstöre jetzt, nein, das brauche ich nicht zerstören. Mein Raumschiff ist aktuell im Orbit von Vux. Das ist ein Planet, den ich euch gerade gesagt habe. Wie Sie sehen können, habe ich es optisch alles ein bisschen umgebaut. Ich habe da herunten die Lebensanzeige von meinem Raumschiff ein bisschen angepasst. Auf der linken Seite haben wir Buttons. Da gibt es auch schon einen, der schon was kann. Schaut fürchterlich aus, um das geht es aber auch noch nicht. Da geht es bloß um die Funktion. Zeige ich euch gleich. Und das Allerwichtigste ist folgendes. Wir betreten den Sektor und dann bist du hier auf einer 2D-Map. Und dann kannst du wie in einem Echtzeitstrategiespiel dein Raumschiffchen hier rumfliegen lassen. Das da sind andere Spieler, die ebenfalls zeitgleich, ja, da kommt gerade jemand, wer ist das? Fremder Spieler, da ist noch ein kleiner Fehler drin. Wer ist das da? Wer ist das da? Ich sehe es leider nicht. Muss ich da mit Nylon? Sag ich es dann? Scarecrow ist da! Ein Doppelklick in eine Richtung bewegt dein Schiff. Was ist jetzt neu? Recht viel anders schaut es nicht aus im Vergleich zum Montag. Was ist neu? Das Flugverhalten des Schiffs funktioniert jetzt physikalisch richtig. Was heißt das? Ein Schiff hat mittlerweile auch Attribute. Die haben mittlerweile auch schon dynamisch. Haben noch nicht alle eine Funktion und so, aber alles, was mit der Bewegung vom Schiff auf diesem Grid zu tun hat, wirkt sich aus, wie soll ich sagen, wie sie sich anfühlt, wie schnell ist, wie träge ist es, wie schnell wendet es sich und lauter solche Geschichten. Wenn du jetzt, am Montag war es so, ich klicke da irgendwo hin, Schiff fährt sofort mit 100 Meter pro Sekunde zu dem Punkt und bleibt dann stehen. Und währenddessen ich fahre, kann ich die Richtung ändern, dann wechselt es hart die Richtung und fährt einfach so weiter. Und jetzt pass mir auf, was passiert, wenn ich da so im Kreis fliege. Ich hoffe, dass man es sagt. Man fühlt es wahrscheinlich besser, wenn man es selber steuert. Fahr mal ein paar Kurven. Sechstes, wie das so eine Umwucht halt einfach hat. Das Schiff fühlt sich an, als hätte es ein Gewicht. Da habe ich lang gebraucht, aber es funktioniert. Und so wie ich das sehe, Scarecrow flitzt auch gerade in der Weggeschichte umeinander. Wo ist er? Da unten ist er. Funktioniert, und das Schwierige ist die Synchronisation. Dass die Leute, die ich da rumfliegen sehe, dass sie da das Schiff ganz genauso verhalten. Ohne viel springen, ohne viel rumruckeln oder sonst irgendwas und so weiter. Wenn du die Richtung wechselst, bremst es erst ab, slingshottet so ein bisschen raus und fliegt dann in die andere Richtung. Es ist ein Wahnsinn, was du alles kannst. Ich würde das nie schreiben. Das mache ich auch nicht. Das brauchen wir nicht umeinander liegen. Das mache ich nicht. Ich schreibe nicht jede Zeile Code selber. Das tue ich schon lange nicht mehr. Ja? Kein Programmierer auf diesem Planet holt sich keine KI-Unterstützung. Keiner. Und wer es nicht tut und sich verweigert, dann gebe ich dir nur 3 Jahre und dann verlierst du die Arbeit. Das garantiere ich dir. Natürlich schreibe ich da nicht jede Zeile selber. Im Prinzip wirst du von einem Programmierer zu einem Softwarearchitekten. Aber komplett ohne, wie soll ich sagen, komplett ohne Ahnung kriegst du das auch nicht hin. Komplett ohne, nur mit der KI kriegst du das auch nicht hin. Also ein bisschen was kann ich noch. Ein bisschen was, okay? So, das ist jetzt einmal das Erste. Mechanik Nummer 2, die gab es beim letzten Mal nicht. Oh, jetzt hat er einen Orbit verlassen, jetzt hat er einen Sektor verlassen, hoffe ich zumindest, und nicht irgendeinen Disconnect. So, zum Testen hat man hier natürlich ein paar Schifferl hergestellt. Das sind NPC-Schifferl, da ist der Flash auch, den ich immer wieder mal nerv so mit. Lock dir mal schnell ein, ich muss was ausprobieren. Dann haben wir da einen MB40000, das sind NPCs, ja, die haben keine Steuerung und nichts. Was ist jetzt neu? Du gehst später nicht her und markierst da Gegnerschifferl und klickst dann da auf deine Action-Buttons, wie zum Beispiel Waffe 1, zack, geht nicht. Warum geht das nicht? Du musst deinen Gegner erst aufschalten. Das bedeutet, du markierst ihn, dann gehst du da herum auf das Ziel aufschalten, klick mal, flupp. Und dann baut sich da einfach ein Prozentbalken auf. Das funktioniert auch schon mit Sensorstärke und wie groß das Gegnerschiff ist. Von der Masse her und vom Signaturradius, desto schneller schaltest du auf. Oder je höher deine Sensorstärke ist,
glaube ich, gibt es auch schon da herin. Lass mich schauen. Hier, Sensorstärke ist 30 und mein Signaturradius ist 100 und momentan haben alle Schiffe auf dem Grid haben dieselben Werte. Denn wenn ich jetzt halt hergehe und da zum Beispiel meine Sensorstärke von 30 auf 60 erhöhen, dann dauert die Aufschaltung, die ich da wieder rausnehme, nicht, wie lange dauert es denn ungefähr? Da war eigentlich ein Sekundentimer ganz angebracht. Ja, wie lange wird es denn dauern? So 5, 6 Sekunden. Dann dauert es halt nur noch 3 Sekunden. So, wer ist er? Fremder Spieler. Sehe ich gerade nicht, wer es ist. Da fehlt noch ein bisschen eine Synchronisation. Seht ihr das, dass da um ihn rundum so ein gelber Kasten ist? Was heißt das? Das heißt, dass ich sehe, dass er mich gerade aufschaltet. Wenn wir jetzt alle anfangen aufzuschalten, fangen alle zum Blinken an. Das ist für die, das ist, Herr Wauzi, ja, Wauzi, das ist schon klar. Das kommt mir jetzt von irgendwo bekannt vor. Hat es am Montag schon geheißen, selbstverständlich habe ich mich nicht von Yves bloß inspirieren lassen. Das ist einfach von Yves abgeschaut. Wieso sollte ich diese grundlegenden Spielmechaniken neu erfinden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber diese Spielmechanik in mein bereits bestehendes Browser-Game integrieren, dass deine Schiffe, die da rumfliegen, Sinn machen und du dann in deiner Kolonie an einer Raumwerft docken kannst das Schiff beladen mit Truppen, mit Flakmunition, mit Ressourcen, mit Erfahrung, mit alles, was beweglich ist innerhalb von einer Kolonie. Dann gehst du zurück, hebst ab und fliegst das wirklich aktiv auf einen anderen Planeten an einen anderen Ort. Ja, dann tut mir leid, dann brauchen wir nicht überlegen, was für neue Mechaniken dass wir fürs Spiel brauchen. So! Pro-Tipp, was auch funktioniert, ist auch aus Yves abgeschaut, brauchen wir nicht schmerzen. Du kannst entweder deinen Gegner anklicken und da herum auf Aufschalten drücken und dann schaltest ihn auf. Oder du hältst die Steuerung-Taste gedrückt und klickst das Schiff an. Blub. Dann schaltest du es auch auf. Oder wir kriegst jetzt die Aufschaltung wieder weg, entweder da herum auf dem X markieren oder da auf dem roten Button oder nochmal mit Steuerung, Klick drauf und die Markierung ist weg. Wo ich auch lang gebraucht habe, Sachen aufschalten, gleichzeitig rumfahren und keine Ahnung was, da hat es richtig viele Probleme mit der Synchronität gegeben, da hat es überhaupt nicht ausgehend, scheiße, Alter, da wird jetzt gerade ein Timer fertig und dann huckelt mein Schiff wieder umeinander und keine Ahnung was, dass diese Systeme vollkommen entkoppelt voneinander funktionieren, aber gleichzeitig performant und stabil sind. So, das ist eigentlich alles, was ich grundlegend gemacht habe. Und wenn diese Sachen, diese Aufschaltmechanik von Objekten im All, später vorne dann nicht bloß Raumschiffe von Spieler rum, sondern auch NPC-Raumschiffe, Asteroiden, keine Ahnung, alles was im Wracks, ja, wenn man ein Schiff zusammenschießt, dann hinterlässt es ein Wrack, da kann man hinfliegen, man kann es looten, man kann es zusammenschießen, man kann es mit einem Traktorbeam hinter sich herziehen und keine Ahnung was. Und langsam aber sicher kriegt das da eine Form, das funktioniert wunderbar. Es braucht noch einen Warp-Out-Timer, braucht es noch. Also du kannst nicht einfach hergehen und dann drücke ich da hier Sektor verlassen und instant bin ich da raus. Das ist natürlich ein Blödsinn. Genauso wie bei Sektor betreten. Das braucht einfach ein paar Sekunden, je nachdem wie fett dein Schiff ist und so weiter. Und dann braucht man einen Eintrittspunkt auf diesen Sektoren, wo man startet. Da gehört dann auch eine Zone rein, wo man nicht aufgeschaltet werden kann und nicht angefuckt werden kann, etc., etc., etc. So. Eine Sache habe ich noch, das glaube ich habe ich euch aber letztes Mal schon gezeigt. Ich schalte jetzt da einmal die Ziele auf. Ah ja, da kommt ja schon eine Fehlermeldung. Es gibt einen Wert am Schiff, wie viele Ziele man aufschalten kann. Aktuell 3. Wenn ich den 4. Versuch aufzuschalten, geht nicht. Ich schalte den wieder weg und schalte ihn dann dafür auf. Ha, das ist alles so Teil dieser Spielmechanik. Wie du später dein Schiff zusammenbaust, lege ich mehr Wert auf schneller Aufschalten, lege ich mehr Wert auf Reichweite von meinen Waffen, lege ich mehr Wert darauf auf, ich habe wenig HP, wenig Panzerung und so, dafür bin ich sauschnell, etc., etc., etc. Was noch drin ist, und das hat mir auch ziemlich viel Nerven gekostet, wenn ich jetzt von A nach B fahre, so, ich mache jetzt einen Doppelklick, flupp, dann richtet sich mein Schiff aus, je nachdem wie träge das ist, gibt es Gas bis zu einer Fullspeed, das sieht man da herunten übrigens, das ist da herunten dieser kleine blaue Balken, wenn der voll ist, weiß ich, wir sind Vollspeed. Es gibt schon ein Modul, das schon was kann. Das ist der 3. Button von links, das ist das da, das ist der Afterburner. Yeah, Afterburner. Okay, zum Mexikaner habe ich auch einen Afterburner. Und zwar, ganz eine simple Mechanik, aber zirkt so einen riesengroßen Rattenschwanz hinten nachher, wie alles grundlegend funktionieren soll.
Jetzt fliegen wir mal da nach rechts. So, wir nehmen langsam Geschwindigkeit auf, bla bla bla, haben wir so bei 300 Meter pro Sekunde und unterm Fliegen aktiviere ich jetzt den Afterburner. Bam, und wir merklich schneller. Siehst du das? So, um den Afterburner-Button oder um alle Modul-Buttons, die aktivierbar sind, kreiselt so ein Cycle Time. Jedes, was da jetzt noch dazukommen muss, ist, jede Cycle Time muss sie mit dem Server synchronisieren, die kostet Energiespeicher. Das ist das da in der Mitte herin. Das heißt, ein Cycle A, B kostet, solange er aktiv ist, alle 10 Sekunden einfach ein paar Punkte, wie soll ich sagen, Energie. Und der wird immer leer. Und wenn der Energiespeicher leer ist und sich nicht schnell genug wieder erholt mit der Wiederaufladerate oder mit Cap-Boostern oder sonst irgendwas, also mit anderen aktiven Module, die zum Beispiel, was weiß ich nicht, einfach Batterien fressen oder so, dann geht der AB irgendwann aus. Und das ist alles schon so implementiert, dass Module sie live unterm Fliegen, jetzt pass auf, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich drehe es mir um da auf. Ja, wir kriegen Full Speed. Ah, das war ein bisschen zeitlich ein bisschen dumm, wenn man nochmal umdreht. So, und jetzt halt Full Speed. Ich mache den Afterburner aus. Erst wenn der Cycle fertig ist, geht das Modul aus und dann werden wir automatisch unterm Flug langsamer. Und all das synchronisieren unter allen Spielern, dass jeder, der das da sagt, das gleiche Battle auf dem Monitor hat und die gleichen Eingabebefehle sagt und zum Gespüren kriegt, spätestens wenn ich da drauf ziele und drauf schieße. Da wird noch kein Schaden verursacht oder sowas. Aber es ist, wisst ihr, wie man? Was der AB geht aus, was hat er Anrufbeantworter im Alter so? Hört mir eigentlich irgendjemand ernsthaft zu, was ich da verzeihe? Oder warten wir bloß drauf, bis ich irgendwelche Wörter sage, wo man einen Scheißdreck labern kann? Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ja, soweit so gut. Das ist der aktuelle Stand. Und was es noch gibt, genau das sind die Werte von den Schiffen, das habe ich euch schon gezeigt. Und es gibt ein ganz netter Schrecker, so bleibt es nicht. Das schaut fürchterlich aus, es geht momentan nur um die Funktion. So schaut das dann aus, wenn man sein Schiff zusammenbaut. Du baust nicht einfach ein Schiff und dann ist das, wie es ist. Das hat Raketen, das hat Laser, das hat einen Afterburner und das war's dann. Und wenn ich aber ein größeres Schiff haben will, dann kaufe ich mir das, dann ist da aber ein Micro-Warp-Drive drin und das und das und das. Sondern du baust dir den Schiffsrumpf und dann hat der Slots. Weniger, wie soll ich das erklären? High-Slots, Medium-Slots und Low-Slots. Nur bestimmte Module kennen in High-Slots, wie zum Beispiel Waffen. Nur bestimmte Module kennen in Medium-Slots, wie zum Beispiel der Afterburner, also Propulsion einfach, irgendwelche Antriebe, dass du schneller fliegen kannst. Jedes Modul verbraucht Power Grid und CPU. Du kannst nicht unendlich fette Module da reinstecken, sondern du sperrst die immer so ein bisschen aus. So mit, ja, möchte ich mehr Cargo, kostet mir das ultra fett CPU, dass ich keine Waffen mehr einkriege. Und lauter sind die Sachen. Und das funktioniert auch schon. Da haben wir eine Laserbatterie herin. Zack. Jetzt ist es weg, es funktioniert halt nicht sauber, ja, das Interface schaut fürchterlich aus. Da haben wir eine Schilderweiterung, Tech 1, die gibt uns, glaube ich, steht dort, erhöht die maximalen Schilde passiv um 50 HP. Schau ich meine Werte an, meine Schild-HP sind aktuell 100 von 150. Wenn ich das Modul jetzt da raus tue, zack, wird automatisch sämtliche Werte des Schiffes neu berechnet und ich habe nur noch 100 maximal Schild. Und wenn ich da herunten jetzt schaue und wahrscheinlich einmal auf F5 drücke, dann ist mein Schild da voll. Ja, das muss alles sehr synchron laufen und so weiter und so fort. Und du kannst natürlich nicht im All einfach dein Schiff umbauen. Das geht nicht. Du musst den Sektor verlassen, du warpst zu irgendeinem Planeten, wo du eine Kolonie hast, zum Beispiel so. Das geht alles ein bisschen schnell gerade, aber egal. Und da kann ich dann entweder auswählen, ich betrete den Sektor und kämpfe da umeinander oder tue irgendwas. Es gibt ja PvE-Content dann. Und Raids und da ist so viel möglich. Da ist so viel möglich, Leute. Ich glaube, ihr wisst, gar nicht, was da noch vor mir los ist. Völlig gestört. Oder ich docke in meiner Raumwerft an irgendeiner Kolonie, keine Ahnung, und dann komme ich wieder zurück, dann bin ich da so herin. Besser gesagt, wir haben auf dem Lava-Planeten, blub, und dann sehe ich da mein Raumschiff und dann kann ich das da umbauen. Ja, Module raus, tue ein anderes Modul rein. Mein Cargo entladen, das war ein wenig ein Krampf, tue mir einen Afterburner raus, tue einen Micro-Warp-Drive rein. Tue, Laser, Kacke, ich brauche jetzt Raketen. Was auch immer. Was auch immer. Das war so geil. Das ist ein Spui im Spui. Das war...
Wird sich der Planet irgendwann rotieren, weil die Schiffe ja im Orbit sind und sich um den Planeten bewegen? Kann ich nicht sagen. Das hier ist eine Internetseite. Das muss jedem klar sein. Das ist kein Spiel, wie es das du kennst, so ich installiere das auf meinem PC und spiele das dann. Das ist eine Internetseite, Freunde. Da kannst du, es gibt Mittel und Wege, wenn man 3D-Objekte darstellt, ja, aber da zerreißt sie jetzt Handy. Das zündet sie in deiner Hosentasche noch, jetzt Handy. Mir ist nicht so wichtig, ob sie der Planet jetzt da dreht, da steht natürlich, ist mein Raumschiff im Orbit, aber das ist eher ein Status als, wie soll ich sagen, es klebt halt an dem Planeten dran. Und wartet drauf, was wir jetzt erklären. Das soll so die Mechanik sein, wie man sich durchs Universum bewegt. Und es bleibt dann nicht bloß bei diesem einen System mit den 3 Planeten, sondern da kreisen dann irgendwann Stargates rundum. Dann warpst du nicht zu einem Planeten, sondern angenommen, jetzt sagen wir mal, der Planet ist ein Stargate, ich warp zu dem Stargate, und dann kann ich entweder den Sektor wieder beim Stargate betreten und da rumkämpfen oder was auch immer da, oder ich springe durch dieses Stargate durch und dann ändert sich das komplette System. Da können andere Sachen drin sein, da können Asteroidengürtel drin sein, da können Planeten drin sein, wo man sich wieder draufsitzen kann und lauter so ein Scheißdreck. Schiffskämpfe in Ego-Perspektive, das wird unmöglich. Das wird unmöglich. Dann könntest du eine Schere-Stein-Papier-Prinzip anwenden. Da lugst du aber schon. Warum nicht Schiffsklassen mit diesem Design des Eigenzusammenstöpselns? Ich habe nicht gesagt, dass das nicht auf dem Plan steht. Selbstverständlich stehen Schiffsklassen auf dem Plan. Ich bin nur am Überlegen, wie man das genau macht. Baust du dir einen Fregattenrumpf oder man schaut sich da auch wieder in Eve einfach so ein System ab, das mir ganz gut gefällt. Das sind T3-Cruiser. Muss ich euch jetzt erklären, die wenigsten hier drin spielen Eve. Das heißt, du zimmerst dir dein Raumschiff aus 3 oder 4 Modulen zusammen. Aus Grundmodulen, aus Rumpfmodulen. Zum Beispiel, du brauchst was weiß ich nicht, Offensive Subsystem. Das ist dafür verantwortlich, wie du dieses Schiff bewaffnen kannst. Und auf diesem Modul sind Boni drauf. Zum Beispiel 50% mehr Schaden mit Laserwaffen. Wenn du dann das Teil einbaust und baust Raketen ein, dann bist du ein Vollidiot. Aber so schränkt das so ein bisschen ein, gibt ein bisschen eine Richtung vor, aber lass dir trotzdem die Freiheit, wenn du da Raketen einbauen möchtest, dann viel Spaß damit. So ist meine Idee. Und selbstverständlich gibt es Schiffsklassen. Wir fangen mal an bei einer Fregatte, das ist die kleinste. Ich sage jetzt auch mal, Fregatten werden wahrscheinlich ungefähr so ausschauen wie das jetzt da in der Größe. Und dann kommt der Cruiser, dann kommt das Schlachtschiff, dann kommen wahrscheinlich Dreadnoughts oder halt einfach Capitals und dann vielleicht nur Super Capitals. Aber da ist noch ganz weit hin. Das ist noch unwichtig. Das ist wirklich unwichtig. Starten werden wir wahrscheinlich mit 3 Schiffsklassen. Klar, mittel, groß. Fertig. Mal eine Frage. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also von Anfang bis jetzt circa. Meinst du nur das? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, weil ich da, wenn ich dran hocke. Seit wann tue ich jetzt wieder umeinander da? 3 Wochen? 3 Wochen? Und das Browser-Game an sich, das kann ich auch nicht sagen, an dem werke ich umeinander seit 2014. Immer wieder aber halt. Da habe ich wieder 3 Monate dabei, da suche ich komplett rein und verwerke 10, 14 Stunden am Tag für das Ding. Und dann habe ich wieder Tage dabei, da tue ich gar nichts. Ich habe die letzten 5 Monate zum Beispiel gar nichts da. Nothing. Minimalste Kleinigkeiten, wenn es Probleme gegeben hat. Aber ja, Schiffsklassen sind selbstverständlich angedacht. Wird sich der Planet irgendwann rotieren? Herr Gongland, nein, das habe ich nicht gelesen. Ja, bitte auf, dass du Afterburner sagst, ich muss immer so viel lachen. Warum? Dann sage ich auch B ab jetzt. Rauzi, nix. Selbstverständlich habe ich über Carrier nachgedacht, aber die Technik, sagen wir es einmal so, gehen wir mal nochmal zurück auf das Ding da. Die Technik, das eine Raumschiff, das sie da steuert, rumfahren zu lassen, sodass alle anderen, wenn jetzt du da neben mir steht, jetzt das sehen und so und die Interaktion und so, habe ich natürlich darüber nachgedacht, was ist denn mit Drohnen, oder? Und die Drohnenmechanik, die ist natürlich ganz nah dran an Carrier und wie steuert man seine Fighter-Bomber und keine Ahnung was, aber das ist Next-Level-Shit. Ganz ehrlich, jetzt möchte ich erst einmal, dass das funktioniert. So wirklich das Grundgerüst. Ganz einfache Sachen, das muss noch gar nicht mal eskalieren. Ich bin gerade dabei, dass ich die Modulmechanik einbaue und dann versuche, ein robustes, sicheres, performantes,
Interaktionssystem in diese Engine einzubauen, den man da im Prinzip mehr oder weniger selber schreibt. Dass wenn zum Beispiel, wenn ich mit einem Gegner interagiere und diese Module aktiviert werden und so weiter und ich punkte jemanden oder ich mache jemanden Schaden oder ich tue jemanden ein Web drauf, damit er einfach 50% langsamer fliegt und so. Dass diese Dinge absolut reibungslos sofort beim Gegner ankommen, sofort sichtbar sind und einfach funktionieren. Und wenn diese Grundgeschichten, wir funktionieren Module, wir funktionieren aktive Module, wir funktionieren passive Module. Wenn das da drin ist, dann ist nach oben keine Grenze mehr. Wenn das Fundament dieser Engine läuft und funktioniert, dann ist nach oben keine Grenze. Dann können wir uns scheiße eifern lassen, dass wir nie wieder fertig werden. Nie wieder. Die Challenge war hier, dass mehrere Spieler fliegen können, oder? Richtig. Richtig. Dass warte mal, da haben ja überall irgendwo Leute gewesen. Richtig, der Bernie hat es richtig verstanden. Die Challenge ist, wer ist das da? Das ist der Unsuspicious, ist egal. Die Challenge ist, dass der Unsuspicious auf seinem Monitor mein Schifferl da, genauso in derselben Sekunden rumfliegen sagt wie ich. Dann, wenn ich hergehe und ich schalte ihn auf, zack, dass bei ihm das sichtbar wird mit dem gelben Castle so mit. Freunde der Sonne, oh, da bin ich aufgeschaltet. Es ist ein Live-Action-Spiel. Für ein Browserspiel ist das eine echte Errungenschaft. Ich ziehe meine Hut. Für mich persönlich ist das. Ich frage mich seit Jahren, wie Slither.io und so weiter. Es gibt ja nicht bloß, ich bin nicht der Erfinder des dynamischen Browserspiels. Bin ich nicht. Aber ich habe mich jahrelang immer gefragt, wie wird das sauber gemacht? Und ich würde es auch gerne irgendwie hinkriegen. Und vor 3 Wochen war mir so hart langweilig, dass ich gesagt habe, jetzt probiere ich einfach mal umeinander. Und dann war so ein Prototyp ziemlich schnell fertig und habe mir gedacht, Moment mal, das ist viel einfacher, als ich mir das dachte. Bist du besoffen? Das ist gar nicht so tragisch. Und habe mir dann die letzten 3 Wochen so ein bisschen gespielt damit und so weit haben wir bis jetzt. Schwierig ist, detaillierte kleine Fälle ausmerzen. Zum Beispiel, ich schalte diese Aufschaltmechanik, baue ich ein und so weiter und auf einmal währenddessen die Sachen aufschalte, fängt meine Schiffsbewegung zum Ruckeln an. Das sind 2 Systeme, die haben völlig getrennt voneinander, aber das hat die ganze Synchronisierung durcheinander gebracht und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, wenn ich die Module einbaue und man interagiert richtig mit Gegnern und so weiter und so fort, dass dann alles kaputt geht. Dann war ziemlich viel Arbeit für den Arsch. Sage ich, wie es ist, weil dann sehe ich, okay, das geht nicht. Und spannend wird natürlich auch irgendwann einmal, was passiert denn eigentlich, wenn da 50 Leute umeinander fahren? Was sagt denn da der Server dazu? Wahrscheinlich nichts Gutes. Wozu ist das Aufschalten überhaupt da? Ist das quasi sowas wie ein Scan? Nein, das ist Ziel erfassen. So kannst du das verstehen. Das ist, ich erfasse ein Ziel. Mein Raumschiff ist jetzt da 15, 20, 25, 30 Kilometer weg von dem Typen. Und damit ich damit interagieren kann, machen wir das mal zu, klicke das nicht einfach bloß an und aktiviere irgendeine Waffen oder sonst irgendwas, sondern ich schalte es erst auf, was eine Zeit dauert. Und sobald ich das Ziel aufgeschaltet habe und in Reichweite bleibe, kann ich damit interagieren. Zum Beispiel meine Waffen aktivieren, da passiert jetzt noch nichts, das ist nur rein optisch. Und fertig. Das war's. Das ist die einzige, solange ich mein Ziel nicht aufschalte, kann ich nicht damit interagieren. Warum unbedingt? Erstens hat das Aufschalten eine Reichweite. Dann gibt es Gegenmaßnahmen, Module, Sensordämpfer zum Beispiel. Da schalte ich meinen Gegner auf und drücke ihm nicht einen Laser für Schaden oder was weiß ich was, sondern ich drücke ihm einen Sensordämpfer für Aufschaltreichweite ins Gesicht. Aktuell habe ich eine Aufschaltreichweite, sagen wir, von genau 15 Kilometer. Von genau 15 Kilometer. Das heißt, jetzt kann ich ihn aufschalten, sobald ich wegfliege, zack, verliere ich das Ziel. Das heißt, ich muss wieder hinfliegen, muss den wieder aufschalten, kostet Zeit und so weiter. Und wenn jetzt ich zum Beispiel da so stehe und ich habe jetzt eine 16 Kilometer Aufschaltreichweite, kommt ganz drauf an, was für Module ich in mein Schiff einbaue und so, dann kommt der Dritte, fliegt zu mir her, schaltet mich auf und jammt mich. Was heißt das? Ich kann für x Sekunden keine Ziele aufschalten. Das bedeutet, ich kann auch keinen Schaden machen. Das heißt, ich bin aus dem Spiel genommen für eine gewisse Zeit. Darum, das sind so Kniffe, warum diese Aufschaltmechanik. Aber das Ruckeln fällt doch kaum auf oder kann das spielentscheidend sein? Das kann spielentscheidend sein, ja. Wenn ich nicht 100%ig sehe, wie weit mein Gegner weg ist und auf einmal steht er 5 Kilometer neben mir,
dann kriege ich einen Punkt, dann kriege ich einen Web, dann kommen seine Freunde und dann bringen sie dich um, weil du nicht mehr wegkommst. Also, Gedanke folgender, stellt euch folgendes vor, ich und er kämpfen jetzt da. 1 gegen 1. Ich habe einen Warp Disruptor drauf und er auch. Wir punkten uns gegenseitig. Was heißt denn punkten? Ich fliege weg, Drucksektor verlassen. Das ist ein sogenannter Warp-Out, zumindest da. Das ist anders jetzt auch gerade nicht darzustellen. Das geht nachher natürlich nicht instant. Ja, das geht nicht, ich klicke da drauf, zack, bin weg. Hahaha, haha, Scher, du hast mir bis 2% Leben geschossen, ich springe einfach raus, tschüss. Ja, nö. Sondern du bist da drin, ich schalte die auf, ich gebe ihm, sobald ich kann, mal auf, sagen wir mal, das ist jetzt ein Punkt. Oder nehmen wir das als Punkt. Blub. So, du bist gepunktet. Solange ich diesen Punkt auf dir habe, ist dieser Button nutzlos. Du kommst hier nicht weg. Entweder du hast irgendein Propulsion System, irgendwas, du kommst mir irgendwie davor. Kommt der Kumpel, jammt mich, also nimmt mir Aufschaltung weg, ist der Punkt weg, kannst du rauswarpen. Hast du einen Warp-Core Stabilizer in deine Module drin, kannst du den aktivieren, rauswarpen. Fliegst du schneller wie ich? Flieg weg von mir, ich mache ein ABO, du machst ein ABO, du fliegst ein bisschen schneller, weil du weniger Panzerung hast, bist außer Reichweite, Warp-Out und dann kommst du weg. Und deswegen ist wirklich sehr wichtig, dass diese Bewegung und die Darstellung, wo ist mein Gegner, wo fliegt er gerade hin, wie schnell ist er gerade und so weiter, ziemlich wichtig, damit ich jederzeit die Entscheidung treffen kann, so mit, oh, der fängt zum Fliegen an, mach sofort den Afterburner an und Abflug. Zack. Und es ist jetzt noch keine Reichweitenberechnung drin und nix. Und das schaut auch ziemlich crazy aus, da, was da gerade passiert. Und dann reißt halt der Punkt ab, weil die Reichweite nicht mehr gelangt, sobald die Reichweite überschritten ist. Und dann war's es. Dann ist der Punkt weg und du kannst dich verpissen. Blub. So die Mechanik. Da ist noch ein weiter Weg hin. Sehr, 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 sehr weiter Weg hin. Aber ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist tatsächlich möglich. Und wenn das ab 10, 20, 30 Leute auf dem Grid zum Ruckeln anfängt, dann muss man sich mit Beschränkungen was einfallen lassen. Dass einfach maximal so und so viele Leute in einen Sektor reinkommen oder man macht dann mehrere Ebenen vom Sektor. Instanzen kennt man vielleicht aus World of Warcraft oder anderen MMOs, wo dann einfach, oh, da haben 250.000 Leute auf dem Layer, machen wir einen neuen Layer auf, weil sonst kackt der Server ab. Das wollte ich euch sagen, das war eh schon wieder sauber zu viel, es ist schon wieder 3/4 Kruzifix. So, Schluss damit, ich darf nicht so viel labern. Aber das schadet nicht. Das schadet nicht, immer wieder drüber zu reden, weil währenddessen ich ja drüber rede und ich hoffe, irgendjemand wird mir schon zuhören. Fallen mir währenddessen ich rede wieder, ja genau, das da müssen wir auch noch drauf aufpassen, auf das müssen wir noch aufpassen, dann kommt man mittendrin wieder eine Idee, das und das und das und das und das. Schlaf-Ex wird ausgeführt, bis in Mada, Herr Erich, hauen Sie sich hinein, habe die Ehre. Simato Inis, exakt. Es wird PvE-Content geben. Zum Beispiel Inis. Mit Bossen. Mit kleine Schiffe bis zu einem großen Schiff. Und wenn du die schaffst, super. Wenn nicht, dann ist dein Schiff kaputt. Und da fliegst du nicht auf irgendeinen so einen Sektor ein oder sowas, die für alle zugänglich sind. Sicher wird es da auch NPCs geben und so, aber das ist ja gefährlich. Das ist scheiße gefährlich, weil da andere Spieler auch sind. Aber du kannst dir zum Beispiel, was weißt du nie, du nimmst dann einen Wasserstoff oder die Rohstoffe vom Boden halt irgendwo und kannst dann ein kleines Portal aufreißen, da kommst du rein und nur du. Und deine Gruppenmitglieder vielleicht auch. Dann kann man das zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft machen und so weiter und so weiter. Alter, stimmt, wie geil, oder Aliens oder so. Ja, das ist die Idee. Das ist die Idee, dass da halt NPC-Typen rumfliegen, das ist PvE-Content. Dann schießt du nicht auf andere Spieler, sondern auf computergesteuerte Schiffe. Und die Engine ist dabei aber die gleiche. Die funktioniert gegen NPCs genauso wie gegen Spieler. Und da will ich gerade hin, dieses Fundament halt zu erstellen. Wie verhalten sich Schiffe im All? Wie funktioniert das mit der Trägheit? Wie funktioniert das mit der Beschleunigung? Wie funktioniert das mit der Synchronisation? Und der NPC-Schiff fliegt genauso umeinander wie ein Spielerschiff. Bloß, dass ein Computer die Entscheidungen trifft, wo es hinfliegt und was tut. Und so weiter. Das kriegen wir schon. Das geht. Es geht. Und ich habe gesehen, dass es geht. Und ich bin schon weiter, als ich mir jemals erträumt hätte. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Aber da rinnt noch viel Wasser dieser ab, bis man da Spiel draufschreiben kann.
Außer irgendjemand findet es geil, den ganzen Tag mit seinem Raumschiff voll bis jetzt im Kreis zum Fliegen und dann Afterburner. Afterburner. Ein zum Schalten und aus zum Schalten und sich daran zu erfreuen, dass er immer schneller und langsamer wird. Wenn das schon bald Spiel sagt, dann ja. Möglicherweise übernehme ich mich auch wieder mal. Kann auch sein. Was ist denn mit Weder in NX geplant? Nun immer noch nichts so richtig. Das Weder ist da und das Weder schaut aus, wie es ausschaut. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Mir fällt noch nicht so richtig was ein. Habe ich aber auch die letzten Tage schon drüber nachgedacht, ob man es Weder dann da auch irgendwie mit einfließen lassen kann. Warum eigentlich nicht? Momentan haben wir zum Beispiel einen radioaktiven Regen auf Metis. Und wenn ich dann da in den Sektor eingehe, kann ich mir vorstellen, dass während eines radioaktiven Regens gibt es halt Buffs in diesem Sektor. Dann macht eine bestimmte Waffenart 10% mehr Schaden, solange der Buff da ist. Und andere vielleicht 10% weniger. Vielleicht gibt es einen Negativ-Buff. So ist das nicht. Die Buffs halt einfach. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wenn diese Engine, ich nenne das jetzt einfach mal saufrech Engine, weil was anderes ist es nicht. Wenn die läuft, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann gibt es keine Grenzen mehr und vor allem mit einer KI-Unterstützung kann ich mich hier alleine hinsetzen. Alleine. Und das hier aus dem Boden stampfen. Das ist insane. Das ist insane. Und falls mir irgendwer, ich bin kein Programmierer in dem Sinn, ich bin kein gelernter Programmierer, ich habe es selber beigebracht. Wenn es irgendeinen Programmierer auf dem Planeten noch gibt, der wirklich sagt, KI-Scheiß, das mache ich nicht, das ist ja gar nicht, ja, dann bist du selber schuld. Dann bist du selber schuld. Dann bist du einfach selber schuld. Das ist wirklich insane, was mittlerweile möglich ist. Das habe ich letztes Jahr schon gemeint, aber was das für ein Progress in den letzten 12 Monaten gemacht hat. Und jetzt gehen wir ins Bett, meine Damen und Herren. Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Viech, merci für 18 Monate. Und ich so, ab in die Nachschau-Squad, NX Rules, wo an die Likes? Der Furt. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe mir wieder das Maul fußlich geredet, eine halbe Stunde lang hätte ich mir lieber ein NX weitergebaut. Was nimmst du dafür? KI her? Alle möglichen Sachen. Alle möglichen Modelle. Da muss man selber ein bisschen ausprobieren. Der Gemini ist nicht schlecht, der Gemini Flash ist nicht schlecht, der Gemini Pro ist, da kommt jetzt dann ein neuer, glaube ich, habe ich gern. Der Klazone ist nicht schlecht. Ja. Einfach mal damit befassen. Da, wenn ich jetzt auch noch mal das Erklären anfange, dann sitze ich noch mal 4 Stunden da. Repo ist echt richtig gut, wäre dann nächste Woche gern dabei, aber wenn du da auswählst, liegt natürlich bei dir. Der Razer schon wieder. Der Razer schon wieder, dass du schon wieder 800 Stunden im Spiel hast. Hab dasselbe gelernt wie du und kann bestätigen, KI macht die Abläufe einfacher. Ja, Flo, dann können wir uns beide die Hand geben. In spätestens 5 Jahren gibt es unseren Beruf nicht mehr. Ich sage auch schon früher, ich sage schon weit früher. Ich sage mal so, für Mediengestalter und Programmierer, wie es jetzt gibt, die kannst du auf 10% reduzieren. Ob sie es hören wollen oder nicht. Und KI ist gekommen und KI wird auch nicht mehr geben. Wird auch nicht mehr gehen. Durch die nehme ich eigentlich nur Gemini, wie du schon gesagt hast. Der Gemini ist auch nicht schlecht. Einfach mal selber auch umeinander probieren. Jeder hat so seine persönlichen Präferenzen und Vorzüge. Einfach ausprobieren. Was die besseren Ergebnisse liefert. Und trust me, es schaut überhaupt nicht, sich mit der KI auseinanderzusetzen, um zu lernen, wie das Ding funktioniert und was man damit machen kann. Das ist ungefähr so, wie man uns vor 25 Jahren gelernt hat, wie man googelt. Selbes Ding. Sage ich so, das ist der nächste große Sprung. So wie damals das Internet gekommen ist, massentauglich und vor allem wie dann Mobile-Geräte 2007 bis 2010 so massentauglich geworden sind und jeder eins gehabt hat. Das hier mit der KI-Kacke ist in den nächsten Jahren der große Sprung. Da können sie euch noch 100 Mal erzählen, ja, dann die KI-Blase und was weiß ich was für ein Scheiß. Sicher wird es die zerreißen. Dann zerreißt es zwei KI-Hersteller, aber die großen 1, 2, 3, die bleiben übrig und übernehmen den Alltag. Trust me. So, das war jetzt aber genug Geschäftlerei. Keiner muss auf mich hören, was weiß ich schon. Und jetzt hat der Riesung, schleichen wir uns ins Bett. Dankeschön fürs Zuschauen jetzt. Dankeschön für die ganzen Donations. Danke für die Resubs, danke für die Mitgliedschaften. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Es ist ja schon wieder Mittwoch. Grüezi fix! Und dann die Songs sehen wir uns nächsten Montag. Gleich nochmal mit einer runden Repo und was wir am Mittwoch Conscript. Conscript war eigentlich auch ganz geil. Habe ich schon ganz geil gefunden. Das ist eine nette Idee. Und dass das Resident Evil Konzept auch 2D oder mehr oder weniger 2D funktioniert, spricht Bände. Jetzt lässt mir noch einen Simata zeigen. Ja, stimmt, habe früher immer nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt lass mir ganze Guides um Witcher 3 auf 100 zum kriegen. Du kannst es für alles hernehmen. Irgendwann kommt der Klick und dann merkst
Das Ding ist ja absolut genius. Natürlich nicht immer auf alles verlassen, was das Teil sagt, aber so viel Eigenschleue und IQ setze ich voraus, dass, wenn man sich damit befasst, irgendwann gespannt so mit, oh, jetzt glaube ich, fange das Fantasieren oder her KI-Mann. Das ist ein Krampf, das ist ein Krampf, das ist ein Krampf. Dann einfach eine neue Konvo anfangen und von vorn. So, und jetzt schleichen wir uns. Dankeschön! Triple F für die Moderatoren, Triple Y für den Flash. Wir sehen uns nächste Woche am Montag um 20 Uhr. Vorab ein schönes Wochenende. Und falls es in der Zwischenzeit irgendwelche größeren Sprünge gäbe bei NX, dann rede ich mich in meinem Discord. Und dann sehen wir schon. So! Schleichen Sie sich davon!